So, also wir schenken hier mal online zu sehen, wie alle gute Matke tut. Willkommen bei diesem diesjährigen Kongress. Für dich mal entschuldigt für die kleine Verspätung. Wir wollen ganz seriös und überall Tester gemacht. In der Magang haben wir natürlich gewartet, bis alle Tests ausgewählt waren, sodass wir ruhig können, also Kongress aufhalten und alle guten negativ waren. Dafür alle guten als Leute, die halt nicht können dabei sind, aber alle guten Leute am Land, die Covid erkrankt waren, eine gute Besserung. Wir haben heute pure Aufmeldungen gekriegt, aus Sicherheitsgründen, wegen einer Covid-Erkrankung, sodass wir da aber die Sicherheit vorgezogen haben. Wir haben also auch bewusst entschieden für dieses Weekend 9. Mai, wo wir einen europäischen Feiertag haben, weil wir Piraten überzeugten Europäer sind. Und dafür war es wichtig für den Kongress auch heute zu Schengen aufzuhalten. Ich meine, wir alle Gute wie der Schengener Raum gelitten hat in der letzten Zeit. Dafür wollten wir auch heute ein Zeichen setzen, also in der Firma Europäischen Nationalen Feiertag, Europäische ganzen Feiertag an, auf Schengen kommt, für eben die Message herauszusenden. An den letzten Jahren hat doch die Pandemie als Parteiarbeit verändert. Wir gesehen heute, wir machen ganz viel über Computer. Das ist auch ganz Jahr so gewesen. Der Unterschied bei uns ist wohl zu den anderen Parteien, schon ein bisschen die Kongresse mit geguckt, dass wir hier alles selber machen. Das ist ein bisschen über die Wahlen 2016. Hier ist keine externe Firma oder irgendein, den Technik oder das Digital oder so bestellt. Wir machen das alles auf freiwilliger Basis. Das ist eine richtige Digitalpartei, weil AKF gehen kann ja jeder reden. Digitalkompetenz können aber an den Sachen sich in irgendeinen Reihen wird. Ich muss noch so, in der Pandemie hat auch bei uns an der Partei zu unterschiedlichen Meinungen gefordert. Und das ist auch berechtigt und gut, weil es kann nicht schwarz-weiß gesehen an der ganzen Pandemie. Aber bei uns an der Partei sind noch alle Meinungen willkommen, solange sie eben auf den Fakten basieren, als alle Meinungen willkommen. Wir Piraten, das werden wir nun ein Jahr drüber gehen, sind also auch bewusst, dass man in den letzten Jahren, eineinhalb Jahren, mit vielen Einschränkungen musste leben. Für uns Piraten haben immer gegen Gesetze gestimmt, waren da ein paar No-Go dabei, wo man nicht nachverstanden sind, wie die Ausgangssperre, aber auch wie das nicht 2 Leute konnten auf Besuch gehen, weil wir immer gesagt haben von Anfang an, es müsste doch ein Haushalt sein, weil wenn ein Haushalt zusammen auf Besuch geht, ist das Infektionsrisiko nicht mehr groß. Wir werden heute auch über neue Statuten aufstimmen. Klingt doch revolutionär, also aber nicht. An der Informatikspruch ging mal so, wir machen einen kleinen Update, sind einfach ein paar kleine Anpassungen, die uns aufgefallen sind an den letzten 2 Jahren, sodass wir heute werden ein paar Änderungen machen. Wir bauen das Wichtigste als Parteileitung aus, sodass wir mehr Expertise kriegen. Das heißt, wir kriegen auch an der Parteileitung designiert Sprecher für die einzelnen Themen, sodass wir da können als Positionen nach ein Jahr ausbauen und noch an die Partei ran können die Leute mehr mitschaffen. Wir haben an unserer Partei eine Expertise durch als Mandate an der Gemeinderat, ich hoffe in 2023 am Mai, da komme ich darauf zurück. Und wir haben durch die Chamber einen ganz neuen Input gekriegt, im Vergleich zu 2-3 Jahren. Das möchte doch möglich, dass wir als Arbeitsgruppen nur werden über die Parteileitung ähnlich können aufbauen. Aber für 2023, ich weiß nicht, dass wir Member nachgucken, wollen wir auch schon den Aufruf machen, dass wir schon Member sichern, die sich an ihrer Gemeinde engagieren und dass wir schon mit denen zusammen werden planen, wie sie an ihre Gemeinden können umtreten. Als ganz klares Ziel ist, dass wir auf eine letzte Nummer kommen, das heißt genug Gemeinden am Land, wo wir sicherlich für Beispiele schon Stadt Litzeburg werden wir umtreten, wir treten zu Esch wahrscheinlich und zu Daverding, zu Peting, zu Remisch und nach weiter Gemeinden, sodass wir noch über die Säule kommen für eine nationale letzte Nummer, für die können an der Gemengewahl dementsprechend umzutreten. Aber das ist aber auch noch ein wichtiges Datum, und zwar den 8. Mai, bis wie heute. Den 8. Mai, weil den 8. Mai 1945 wird damals Nazi-Deutschland kapituliert. Das ist ein ganz wichtiges Datum, auch wenn man über Europa schwätzt. Aber für uns Piraten als den Tag für allem ganz wichtig, weil wir uns konsequent gegen sämtliche Rechtsströmungen ansetzen. Wir haben die Tendenzen gemerkt, in der Zwischenzeit, dass an der Chamber Einzeltendenzen von einzelnen Rednern abkommen, und das werden wir nicht. Wir gehen uns auch da bewusst, okay, der Tisch,
wenn man nicht einverstanden sind, dass zu Lützeburg immer mehr Rechtstendenzen können opkommen. Wir kennen das Phänomen aus Europa und halt zu Lützeburg stehen wir Piraten ganz klar dafür, dass man es gegen Rechts ersetzen. Ich hatte rezent denke der Fall, wo ich mich gegen Rechts extrem angesagt habe an einem Gemengerot. Ich könnte nicht denken, dass du Peter in den Gemengerot mit CSV, der direkt bestritten wird, dass CSV mich zu Geist im Saal gehe, weil ich da klar gegen Rechts angestellt sind und der doch klar geäußert wird, mit mir Piraten stimmen dazu, wir werden also weiter gegen Rechts ersetzen. Heute werden wir unser Präsidium aktualisieren und Parteileitung ausbauen. Und das ist auch die Equipe, die für 2023 wird Wahlen vorbringen. Es sind am Mai 2023 Wahlen. Wir werden dann am 2 Jahrestakt wahrscheinlich am Mai 4 oder am Mai, da muss man dann an der Parteileitung nachgucken, bei den Gemengewahlen, den Kongresshofwahlen, der Tisch, dass das Equipe, die wird maßgeblich sind, wie Piraten 2023 an die Wahlenwerte gehen von der Gemengewahl, der Chamberswahl ist bekanntlich ja recht am Oktober. Aber auch da ging es schon ein Propos machen, nachdem die Wahlen 2016 überraschend gut geklappt haben, aber auch ganz zuversichtlich sind, dass wir die Scoren nach einkehr werden 2023 ausbauen. Steht für mich auch fest, dass wir 2023 mit einem nationalen Spitzenkandidat werden an den Kurs gehen. Und für mich kann das just das Sven Plümmer sein. Dafür ich wünsche euch viel Spaß heute bei unserem Kongress. Wir werden heute die wichtigen Entscheidungen hören, wie wir 2023 an die erste Wahletappe und dann an die zweite Wahletappe gehen. Mit wir Piraten stehen für Stabilität und wir gehen auch an der Chamber. In der Zwischenzeit kriegen wir immer mehr E-Mail an Urif, dass wir bei die Partei sind. Und ich habe für 2 Jahre keinem gelebt und man gesagt hat, dass wir eigentlich die Partei sind, die in der Chamber für Stabilität steht. Für Seriosität Bemol, also ich hatte da Bemol an der Opposition, ich hatte Bemol auch nicht gelebt, mehr in der Zwischenzeit schenkt da so zu sehen. Und dann muss ich noch ganz klar ein Kerlurweisstrecke für sowohl als Fraktionsmandat wie auch als Parteimandat direkt frei halten, weil ohne sie wären noch mir zwei nicht so gut in NRW und dafür auch Ihnen eine große Merci. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Kongress. Vielleicht ganz kurz, für die, die Stimmberechtigten haben, der wurde einen Link geschickt, der wurde auch einen Code für aufzustimmen geschickt. Und ich gebe schon mit den Bierden, dann lo einkehr aufzustimmen. Der Gilles kann dazu auch nach als Wahlleiter ein bisschen mehr sagen, aber wie das für so ein hybride Kongress gehört, ist der Gilles tatsächlich à Distanz beigeschaut und ich unmute den Gilles einmal. Ich kann dazu auch nach als Wahlleiter ein bisschen mehr sagen, aber wie das für so ein hybride Kongress gehört, ist der Gilles tatsächlich à Distanz beigeschaut und ich unmute den Gilles einmal. Ich kann dazu auch nach als Wahlleiter ein bisschen mehr sagen. Guck mal, Gilles. Das ist mein Mikro, was soll denn Gilles so nicht Gilles, hörst du eins? Ja, hallo, ich habe ein bisschen weiter. Du kannst schwätzen. Kann ich schwätzen? Ja. Ich hätte mich noch mal mehr von mir erwartet. Also, ja, wie das Sven schon gesagt wird, fand da Link, den der geschickt wurde, auf Assemblea. Das ist ganz einfach. Der kriegt auf Link, der kommt bei dem Fenster, wo gefragt wird, der Token geboten wird, ein Token, der nur geschickt wird über Mail. Natürlich, der war einfach, der gibt einen Token oder an. Und dann kommt auf die Fenster, und du hast einen kleinen Test. Und den Test können wir sich ganz einfach auswählen. Ganz einfach, wo mit dem gelassenen
alle können so auswählen. Ich gebe so in den los mal 2 Minuten, das Projekt ist das. Nämlich was aus dem Lieblingsglas. Also ganz ehrlich, ich hatte ein Problem auf die Druck zu antworten, weil ich konnte nicht auswählen Erdbeer mit Vanille oder so. Ich konnte nicht schwammen, weil ein bisschen finden sich ein bisschen entschieden. Für aufzustimmen, Gilles, kannst du als Resultat nennen? Ja, kleinen Moment. Voilà, le pas juste, enfin non, c'est ça. Also, trop voir bien aus dem Lied. Aber das ganz just gehen für Vanille. Und ich bin mal 44% durchgeflogen, 400 Erdbeeren und 38%, auf 4 Schokolade noch 70%. Bitte. Ihr seht, also das ist ganz einfach, der erklärt einfach die Option für der Bild und so, weil nur für Kandidaten sich kein Lassen mehr. Es ist schon. Ich habe auch gesehen, dass es bei mindestens einem nach nicht geklappt hat am Chat. Guckt einfach, melde dich direkt beim Gilles. Der Gilles guckt, dass dann ihren Token nach einem Reset kriegt. Da könnt ihr auch sicher mal aufstimmen, nicht dass ihr nur zu weiter Probleme könnt. Merci Gilles. Ich gehe dann weiter. Es ist eine Formalsache. Ich habe das schon ein bisschen gemacht. Wir brauchen ein Wahlbüro an eine Kongressledung, wie die Tradition so schön will, sind stehen, den sich da immer irgendwie Brettschule ist, zu das zu machen. Das heißt, ich gebe mich proposieren und ich gebe assistiert vom Becky und vom Gilles, den der auch noch schon hören hat, einfach für das Ganze dann technisch auch proper auflebt. Wir müssen das nicht offiziell aufstimmen, weil kein Gegenstimme da ist, weil das ein formalen Posten keine Angst monopolisieren hat. Jetzt, und dann vielmals merci, dass ich das schaffen. Und kommen wir dann noch schon zu der ersten Talkrunde von heute, wo wir mit Dan werden über gewisse Herausforderungen schwätzen. Das heißt, Claude und Dan. Da sind eine ganz Reihe Frohe geregelt gehen, das festgehalten gehen, dass Alter ja seine Dignität wird, dass die von den Tieren muss geschützt gehen, dass wir seine Sicherheit zu sorgen lassen, für seine Verpflegung, dass Tiere sich sollen wohlfühlen und so weiter. Sie noch vorhin behandelt wie Tierentransport, wie medizinische Versorgung von Tieren, wie auch mein trauriges Kapitel, welche Konditionen in Tier kann tot machen. Wie das soll auflaufen. Wichtig bei seinem Gesetz ist natürlich Kontrolle. Da sind eine ganze Reihe von Sanktionen noch vorgesehen, wenn ein Login das Gesetz verstößt. Die verstößt sie plus ou moins grave, das heißt Sanktionen, die vorgesehen sind noch plus ou moins hoch. Das geht dann bis anscheinend 200.000 Euro, Prison bis zu 3 Jahre, dem wir werden noch gemerkt haben. Und ich stelle einfach mal froh, weil du da wirklich Insider warst.
Ob du der Meinung was das Gesetz wirkt, ob genug kontrolliert effektiv gött TRDR von Verstehungskind bestimmt viel mit TRDR von Urteilen in dem Kontext. Was du der Meinung, dass sich wirklich etwas für deren geändert wird, ob gleich sich verbessert wird, aber wo Dinge Meinung noch auch haut nach Defizite bestehen an dem Bereich. Also ich meine, das ist ein komplexes Thema, das sind Jahrhunderte besteht, dass deren nicht immer richtig gehalten gehen. Mein Großvater hat viele Leute wissen, der war Bauer, den anderen Großvater, der war Metzger, sonst kann sie groß gehen. Ich meine, du kriegst eine gewisse Nachstellung, eine gewisse Erfahrung, ob es immer positiv ist, wie der Schnitt so, auch nicht immer negativ. Aber zu viele Punkte logisch weggehen, dem uns mit dem neuen Datenschutzgesetz mir eine Petition gemäht, mir muss ich so ein Main-Klang in NRW, für die Stimmen zu sammeln, weil Petitionen nicht immer so einfach ist, für die Leute dann aber über 60 zu kriegen, und leider dann muss ich so einen Ruf in den letzten Jahren suchen, es gibt materielle Quälerei, mit so viel Material, wo ich selber Sachen Material als kann und so weiter, und das muss endlich in eine andere Richtung gehen. Nur zu froh hin, nur der Petition, die wir uns gemäht haben, ich vergesse das nie, weil das war Kuhmintono, als die Petition rangegangen gegen den Tram, wo über 10.000 Leute dagegen unterschrieben haben. Und ich muss auch so, den Tram ist gelaufen und das Datenschutzgesetz hat nicht aufgestimmt. Und das ist ein bisschen traurig. Du gesagt, die Studenten sehen, wie die Lobby vielleicht auch an Durchstechen und etwas nicht füllen. Wir haben das Datenschutzgesetz, das geändert wird, und da ist auch ein wichtiger Satz mit rankommen, werde ich auch dem uns gefragt haben. Und der ist kein Objet, das ist kein Stuhl, das ist kein Tisch, das ist ein Lebewesen mit Gefühlen, was eine Dignität hat, das soll auch respektiert gehen. Das Problem ist aber, das ist ein Gesetz. Wir leben all der, wenn ich mich damit befasse, und auf freiwilliger Basis, schon sind mein Leben lang, kleine Mann, muss ich so erleben, dass Sachen sind, die nicht positiv sind, wie deren behandelt gehen, wie man deren Umgang geht, und dass das nach immer ein Objet ist, dass eine Marchandise ist, sowohl national wie international ganz oft, wo es just darum geht, viel Geld zu machen. Ein anderer Aspekt, das geschieht, von dem misshandelt wird und gesagt wird, dass die Steuerstruktur geändert, die muss zeigen, die muss Beweise haben, und da muss dann natürlich ein Plan nachgehen, die Person, wo es geht, in der gemäht wird. Aber wie wir alle heute wissen, wenn uns Gerichte genug zu denen, das dauert ein Jahr oder 2 Jahre, und an der Zeit wird dem aber zu schön nicht geholfen. Ja, das ist traurig, und wir leben dort immer ein bisschen am Mittelalter. Das ist traurig, dass eine offizielle Polizei haut es das noch immer nicht das Recht hat, für Kinder auf einen Platz zu kommen und zu sagen, dass der geht um Arzt, dass der muss geholfen gehen, dass der muss bei den Veterinär kommen. Das funktioniert leider noch nicht so. Sie müssen über das Gericht führen, da muss der Prokureur rufen, und die muss ihm dann eine Ordonnance erstellen, dass das kann gemäht geht. Weil dann in den seltensten Fällen gemäht wird. Das traurig, also obwohl ganz oft die Polizei da sitzt, da seht ihr, ja, das ist nicht richtig, wir mussten da können reagieren. Das ist aber immer dieselbe Geschichte, nicht alle Menschen sind Lehrer. Verschiedene Leute, die sagen, mehr schlimm wie andere, verschiedene übertreiben das vielleicht. Jetzt soll ich immer gucken, den Kompromiss zu fahren, und ich meine immer den goldenen Mittelweg. Transporter. Der Transporterbelag, wo man für Kürzen darüber geschwärzt, und das ist eine Petition, die am Laufen lassen, die von jungen Bauern gestartet gehen, das werde ich zu 100% unterstützen. Wie kann es sein, dass heute in Lützburg junge Kälbscher, die gehen vom 16. Jahr, wo können sie von der Mannwäschbau gehen? Das sind deren Getränke 6, 10 Mal in der und der Mann, die gehen dann am 16. Jahr in der Kamiongeheit, 1 auf 3 Etagen, während tausende Kilometer rundherum transportiert, wie dann irgendwo an Europa geschlüscht zu gehen. Die Deren müssen während diesem Trajet müssen sie rausgehen, so viele Stunden, sie müssen Futter kriegen, sie müssen zu sauber kriegen, weil alles nicht der Fall ist. Wie viel Prozent die kontrollierte Futter, man nicht 1%. Also ich weiß, dass Lützburg vielleicht 1 oder 2 Mal kontrolliert gehen, dass das weil ich beim Auto an Ruhe fuhr, bis dann 100 Kilometer an der Dreher, weil da die Deutsch zu werden. Und dass die da kontrolliert sind. Was geschieht an dem Fall, von zu viel deren dran sind, von deren dran sind, die krank sind, 30% von den Kälbchen zum Beispiel, die sich schon da hier so kommen, die deren trinken während dem Transport nicht, weil sie gewinnen, um den Mann zu trinken. Und am Camion kriegen sie auch kein Milch, du kriegst Wasser, also just eine absolute Quälerei, wenn es so zugeht. Das ist ein von den Themen. Thema als zu Lützburg, was Gesetzlobe begleitet, wie gesagt, du musst noch viel geschafft gehen, muss viel geändert gehen, muss gegen Lobby sprengen.
schon Freunde, die Gär sind, schon Freunde, die Metzler sind. Ich kann alles verstehen, ich habe kein Problem wahrnehmen. Ich bin selber Vegetarier seit 2 Jahren. Ich habe Fleisch gegessen drin, ich habe so viele negative Sachen erlebt, dass ich muss sagen, für mich muss kein Tier mehr sterben. Merci. Merci, der Anjotasam von Morgen Appell und Leid, die was gesehen, dass irgendwo Tieren gequält gehen, was gesehen oder hören, dass dann noch probieren, das auch nur zu gehen, zu melden. Ich weiß, dass man zu Lützeburg immer eine Blockage für dann den Plan zu machen, und für die Marschen fertig dann. Aber das ist einfach nicht so, wo das Schicksal von den Tieren sich verbessern kann. Ein anderes Thema, aber vielleicht schon kurz berühren, das Frage von den Kampfen. Da gibt es ja einen berühmten Löschverkampfen, die soll a priori oder sie sollte schon mal aufgeschafft gehen. Ich meine zu wissen, dass du als Tierfreund gehst, so ein löscht was. Boah, die löscht, ihr seid ja im Moment auch 4, dass die Leute, die sogenannte Kampf und dann sich genug schaffen, dass die eine Reihe Konditionen müssen erfüllen und dass die auch eine Reihe Formationen müssen machen und so weiter. Das ist der Moment, wo es keine Löschen gibt, gibt in dem Moment auch die Formationen wegfallen, gibt da eine Grenzen zu gehen, was du der Meinung, dass Schiedsrichter den Hund tut, eine gewisse Formation nicht machen, wenn du selbst zu der Problematik kurz so. Die löscht, das ist ein kompliziertes Thema an sich, wenn sich ganz zufrieden, wo die Sachen hier kommen, oder wo den an der Politik ver respektieren, den etwas mit zu sagen hat, wenn man die kennt, man so löscht. Ich muss dazu sagen, dass ein parlamentarisch vorgestellt wird von der Piratenpartei von uns, wo dann rauskommt, dass in den letzten 5 Jahren ein gewisser Schleit offiziell so was gesehen und das wird vielleicht ein Umstand, das geschieht ist. Das weiß aber keiner am Detail, das könnt ihr auch schon durch Rapporte von der Polizei vielleicht respektive planten oder wie auch immer da rauskommt. Aber von denen 30 Muppen, die sollen gebastelt sind da 2 dabei gewesen, die auf der Liste. Auch die 2 Hände, die durch der Liste gehen, nicht, dass die Tiere aggressiv sind, dass die Tiere ein bisschen bösartig sind, aber das geht meistens von Menschen aus. Also wie ich ganz oft zu 13 dann bleibt man so, ja, wir wollen einen Hund adoptieren, wenn das wohl nicht geht, dann wollen wir heim, wollen wir durch. So, 99,9% von den Tieren sind nicht bösartig. Und keine Seele für, dass ein Hund beißt. Aber wenn ein Hund beißt, dann hat man Grund dazu. Ganz oft, dass er Angst für sich selber zu protegieren. Und der Mensch versteht nicht immer, wie eine Reaktion kommt. Oder wenn jemand einen anderen Hund latscht oder so, wie du hast den Mensch gefroht, für seine Responsabilitäten zu hören, für zu wissen, was er möchte. Der Führerschein, den muss man schon selber auch gemäht, Respekt für die Leute, die da aufhalten, die Veterinären, die da sitzen, die da machen. Aber für mich ist es just für die Löschen, also Blödsinn. Das ist eine Basis, wenn ich den Hund töte, ich meine normalerweise, wenn ich den Tier von den Pferd töte, wie sie ich will mein Pferd nicht mal bieten, ich will mein Pferd nicht mal an der Liebling, ich meine, wie sie das in den soll machen. Wenn ich einen Hund töte, dann kann ich natürlich, die Leute, die hören sich mal am Bett, die Leute, die sollen am Kopf schlafen, das bestimmt für ihn denkt. Aber eine gewisse Basis, du musst den Tier finden, du musst bei den Veterinären, du musst dich ums Kümmern, die Impfungen machen und so weiter, das ist die Basis, die sollen einfach wissen. Für mich ist ein Mensch, der kriegt, eine kleine Basis, vielleicht 2 Stunden, eine kleine Formation machen, dass er einen Transferschein kriegt, schickt in den Hund adoptiert, dass er noch ein bisschen gesagt, wie er sich so verhalten in den Tieren. Sonst wird ein Lüchten wegzukommen. Rottweiler zum Beispiel steht nicht darauf, hat absolut keinen Sinn, möchte auf jeden Fall viel wert, weil das sind noch Tiere, die können eventuell mehr aggressiv sind. Wie gesagt, das ist nicht der Tier, der Fehler ist, dass der Mensch den Fehler ist. Merci. Wir haben nicht ganz viel Zeit für all die Fragen zu behandeln, um ja zu gehen. Wir probieren ein paar Sachen zu stierchen, umzuschneiden. Ich bin eng froh an der Lehrstrecke, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Du warst eine Dame, die nur 80 Jahre alt ist, die hat sich ganz lieb gehabt. Und du hast ihre Mann noch gestorben, also sie hat am Anfang just nach einem Hund. Und du hast auch den Hund gestorben. Also ich wollte einen Hund kriegen. Das ist eine Dame, die nach ziemlich lustig ist, die daheim wohnt und so weiter. Und die wollte dann einen Hund aus dem Tierenasyl. Du hast aber gesagt, nee, die können aber auch keinen Hund mehr kriegen, der sieht zu viel alt dafür. Aber das geschieht, und ich weiß wirklich, dass das so geschieht. Die Familie hat einen Hund aus Polen bestellt, an den Hund aus gekommen, und die Madame hat dann einen Hund aus Polen. Nicht kein polischen, aber da stelle ich mir einfach froh, kann ich nach
70 Jahre sind, als ich ganz gut nach einem Tiere kümmern können, kann ich noch mit 30 Jahren sich nicht um Tiere kümmern können. Also ich meine, das soll ich nicht unbedingt im Alter festmachen. Wie gesagt, du die Sache mit der Limitage, weil Leute wollen unbedingt den Tier aus dem Tierasyl holen, dass das da gesagt wird, niemand oder Monsieur, der sitzt alt dafür. Also mir so sowieso den Job adopt, der Tisch geht kein Ankauf, adoptieren, der wird sitzen tausende Tiere an der Siedler, wo sie eine Chance kriegen. Da geht es um Lift, um Tiere, um Lebewesen, und da geht es nicht um Zuhören. Die zweite Sache ist, wenn eine Person kennt, die ab das für sich sich selber zu kümmern, kannst du dich auch um Tiere kümmern. Und egal wie eine Person ist, ich fand das eine Respektlosigkeit, das Diskrimination, wenn die sieht, die kriegt auch kein Tier. Muss ich natürlich immer auf einzeln gucken, wie die Situation ist. Ich habe eine andere Ausstellung dazu. Wir gucken dann natürlich auch, dass die Person okay kleine Boxen kriegt von 3 Monaten. Ich meine, die Person kriegt dann noch einen Muck, die 7 Jahre oder 9 Jahre alt ist, oder 6 Jahre alt ist. Ein kleiner Hund, der nicht so stark ist, dann passt das ohne Problem. Letzte vor das ist eine andere Frage, wo ich auch kürzlich hören habe, weil ich auch Bauern an meinem Umfeld, sagen wir mal so. Die betrifft eine große Supermarktgruppe, sie betrifft vielleicht auch Supermarktgruppen, ich weiß nicht, das sind die Spezialisten von der, aber die kaufen auch Lützburg, das ist die verkaufen Lützburg Fleisch, was ja gut ist, also müssen die Fleisch auch kaufen. Das ist die kaufen Ranzbächten, sie kaufen Kälbchen, sie kaufen Schwingefleisch und so weiter. Und anscheinend sind da Doppler für die Bauern relativ groß, also relativ eng gefasst. Da sind zum Beispiel ein Randbecht, dann kann verkaufen, aber er darf nicht mehr wie 132 Kilo weit, so. Das heißt, wenn er 135 oder 136 Kilo weit geht nicht umgeholt, geht nicht gekauft. Was möchte der Bauer dann, oder wird das wahrscheinlich nicht verkauft? Da wird eventuell, wie es gesagt wird, an den Kamion verfrachtet, an irgendein Land gefeiert, Rumänien für nicht zu nennen, da geht der Gulasch oder Gehacktes draus gemacht, und wir können das dann ja nur an einem belgischen Supermarkt vielleicht für Lützburg dann kaufen. Findest du nicht, dass die Regeln da, dass die zu viel eng gefasst gehen? Also für was als Randbecht mit 132 Kilo ist super, aber mit 135 Kilo ist es nicht gut für zu kaufen. Lange die Frage geht ja darüber aus, dass man auch schon wie ich wieder gesagt habe, werden schon extrem traurig, weil ich nerv mich schon mal stellt vor, Nutztiere, das sind Lebewesen und Gefühle. Das Problem ist halt zuletzt, wie ich da tolle Geschäfte unter rumlaufen. Die gehen bei Bauern, die so eine Stunde pro Euro mehr für eine Kälbchen, dann kriegen sie 10 Euro für eine Kälbchen, weil ein absoluten Hohn ist, dass in der Rolle von 10 Euro verkauft wird, für ein Drittländer geschenkt zu geben. Ob Dubai, wie sich dort ganz viele Tiere gehen, diese kaufen, da brauche ich nicht zu klären, wie die Tiere, bis du hinkommen, wie die Tiere aussehen, weil die Tiere müssen weiterleben. Weil ganz oft sind das noch Babys. Das sind ganz junge Tiere, und das ist einfach eine Tierquälerei für mich. Das ist traurig. Ich meine, wenn ein Produkt kauft, soll den von Lützburg sind, und der soll auch heute zu Lützburg ist von drin transportiert, die 400 Schlüchters zu kommen, wann der muss gemäht gehen, aber nicht bis an 1000 oder über den Grenz. Die Tierquälerei muss abhalten, weil da geht es nicht mehr um Tiere, da geht es schon zu, wie ich gesagt habe, Subventionen, die es an der EU kriegen, kann ich schon feststellen, eine Kälbchen Datei für 10 Euro abgekauft wird, an den Kamion gesagt wird, bis Rumänien gefordert wird, für dann nur geschlücht zu gehen, wie mir will ich noch eine Kälbchen zu dann direkt zu schlüchten. Weil ich nicht so erklären, wer da geht um die Subventionen, die sie kriegen. Du geht um Millionen, geht es da. Und du geht es schon um Lobby, die du hier macht, von beweisen. Merci. Simon. Da gebe ich schon da. Merci so. Wir sehen erst dann für die nächste Talk. Nicht nur natürlich als Zuhörer, wir können noch eins an der Präsidentin, die bestand und die Kontra einen Rapport gemacht wird. Das können wir dann direkt aus dem Mund von der Person, die responsabel ist für das Case, hören, und das ist Lucy Konakova. Lucy, danke. Moin an Ahoi-Piraten. Also keine Angst, ich fasse mich schon ganz gut, weil
groß reden, was man die Leute, die man schaffen wollen, alle schwätzen. Also, das Jahr 2020 war, ja, ihr wisst schon alle Worte. Wir haben mit einem Defizit von 58.701,82 € ungefähr, der nach von der EU-Wahlen da war. Den haben wir aber während dem Jahr zum Glück abgeholt, so dass wir am Ende vom Jahr nach 12.391 € im Konto hatten. Wir haben für Payen, für Lohnnebenkosten, wie das auf Deutsch heißt, 89.066,38 € bezahlt. Es gab viel an Werbung, an Sozialmedien investiert. Also das waren 24.399,87 €. Laufendkosten für Loyer, Botzen, Telefon, Internet und so weiter liegen bei 33.786,36 €. Wir haben aber auch Spenden gesammelt für Flüchtlingslager zu Moria. Da konnte man immerhin 50 Thermoleggings kaufen für die Leute. Es hört sich nicht viel an, aber ich meine, wenn jeder ein bisschen möchte, da kann ganz viel dabei kommen. Wenn natürlich alles bei Leuten hängen bleibt, also schwer. So, ja, wir sind am Gang, eine Reserve für die nächste Wahlkampagne umzulegen, dass man nicht so überrascht sind, von was alles kostet. Das heißt, obwohl wir am Moment gut durchstehen, also nicht für so zu verbessern oder groß Spreng zu machen, um großen Fuß zu leben, also wenn es schläft, überlegen, alles machen. Und ja, heute gebe ich das Mikro dann weiter, für das wir als Arbeit machen können. Sonja, merci. Merci, Lucy. Aktuelle Präsidium machen, aber während dem dann noch schon Präsentation von den Kandidatinnen und Kandidaten vom nächsten Präsidium werden machen. Machen wir das. Kurz zur Aktivität, ich meine doch ganz kurz, da kommen mich spannende Momente. Als Rapport ist bekanntlich sowieso alle guten online von der Präsidium sitzen, über alle guten Center, Februar, März, per Videokonferenz gehalten, wenn ich weiß, Februar war, bis ich flott kommen, also ich war mittig, schnell treffen, 2 Stunden Parteileitung machen, dann noch dabei essen, da bist du mir gesellig mehr. Im Moment tun wir alle guten über Videokonferenz gemäht, am großen Ganzen aus drin gegangen, für auch da kleine Updaten zu machen an die Partei, weil abzubauen wir hatten. Leider keine Braterien, kein Event, aber das wie an allen Parteivereinen, der im Moment ist. Wir konnten neue Members rekrutieren, sodass wir 12 rund 450 sind, darin auch Leute mit kommunalen Mandaten, die bei uns kommen sind, von unabhängig zu Pirat gesehen. Und noch 2023 werden wir das an die Wahlen gehen, weil das auch ganz wichtig war, dass wir das Internet sieht, mehrsprachig ausbauen. Lützeburg ist für uns mit die wichtigste Sprache, wir wollen auch konsequent weiter auf Französisch und dann auf Deutsch und dann später auf Englisch als Internet sieht ausbauen, für das jeder kann in der Demokratie partizipieren bei uns Piraten. Das ist sicherlich aufgefallen, Social Media sind wir immens stark, wir brauchen immer mehr eine große Equipe für die Kommentare zu verwalten. Und, das ziemlich viel Last, wir einen riesengroßen Hall schon bald mit Leuten diskutieren, aber die alle Gute gingen zu umsetzen, wird natürlich auch viel Arbeit da sein, auch durch die Equipe, merci, für das in der Proppenhalle, wo wir aber, da muss ich ehrlich angestehen, schwach sind, als die Leute erreichen, wo wir keine Social Media haben, an das Internet tun wir als Digitalpartei, müssen also auch da neue Wege ausdenken, selbst dorthin bis zu, dass Partei auch einmal am Jahr, 2-mal am Jahr eine nationale Zeitung wird, an Braten rausgehen, bis hin, dass man sogar da, wo man kommunal Vertreter haben, auch da lokal gegen den Provider mehr kommunizieren, weil auch wir müssen als Jahr gestanden, dass nicht jeder im Internet da ist, aber jeder hat Recht, darauf für die Informationen zu finden, wo die Piraten politisch aktiv sind. Dafür haben wir auch viele Frauen, und sind auch immer mehr Frauen, die per Telefon kommen, von Matbürger, die uns anrufen, und
ja, oft das Athlet klar, wo die Leute dann enttäuscht sind vom Staat, von der Politik, und bei uns Piraten dann eine andere Politik fanden, an sich dementsprechend melden. Auch da muss ich zugeben, muss man in Zukunft noch ein bisschen besser geben, dass man die Leute können direkt, konsequent, gut entfernen. Da muss man auch noch ein bisschen aufbauen als Parteileitung, dass wir da mehr effizient können schaffen, weil kann doch nicht sein, dass du Personen müssen eine Woche bei einer Antwort oder so etwas warten, weil du ganz selten 4 Kommas mehr, wenn nicht 4 Kommas, ist das nicht glücklich, sodass wir auch da müssen als neue Mittel gehen, für mehr effizient zu gehen. Und dann eine gute Nachricht, am Moment haben wir den Members-Fichier neu aufgebaut, das war viel Arbeit, da war bekanntlich ein kleiner Hickhack hin und hier, an dem müsste man aber soweit eine Kontrolle haben, sodass wir mit einer proper Members-Datenbank an das Jahr gestartet sind. Merci Marc. Ich kann da noch für die, die am Stream sind, noch sagen, dass ein Wort Roboter für die, die heute sehen, den Wort als ob ich unmuten als Wahlleiter Gilles. So, die müssen auch können schwätzen. Ja, ich schon hier gleich alles ja, also wir wurden so. Ich weiß nicht, wie lange wir Luft hat. Ich denke, wir hatten schon 2-3 Minuten ab, denn die hier sind, die wissen, dass sie aufstimmen können. Ich gehe bringen dann eine halbe Minute, da kann man aufstimmen und dann. Gib mal. Das ist ein bisschen wie bei Eurovision, wo man sich fragt, wie das mit den Punkten, dann alles sagst du, hast doch immer eine Distanz. Aber Gilles, dann erzähl also, wen dann die 12 Punkte kriegt. Er trifft es jetzt 4 Wochen zusammen. Crashen noch. Ja. Ja, Gilles, war das Resultat? Gilles hat gerade Nein, hast du. Alors, einmal ganz 94 und ja gestimmt, 5% Radikal. Okay, 94,8% Ja und 5% und ein bisschen Enthaltungen. Da werden aktuellen Präsidium dechargiert. Da kommen wir dazu, dass wir ein neues Präsidium oder zumindest ein Teil vom Präsidium müssen neu wählen. Vielleicht auch kurz über die Prozedur, auch dass ich weiß, wie das mit Voting aufgeht. Der Gilles möchte die Voten progressiv ab. So wie sich die Leute vorstellen, das heißt, ihr könnt nur der jeweiligen Vorstellung auch direkt die jeweilige Schritte machen, sodass man auch nur nicht müssen eine Stunde werden, bis man die einzelnen Worte können machen. Das ist so, dass man heute, wo sich alle Posten eine Chance kommen sehen, mit Ausnahme vom Koordinator, den letztes Jahr schon für ein 2-Jahres-Mandat gewählt wurde, so dass man 2 Sprecher oder Sprecherinnen wählen sollen, dass man dann auch noch ein Tresorier wählen und dass man am Ganzen bis zu 5 Präsidiumsmembern wählen können. Ich kann nicht sagen, dass man, was Kandidaten angeht, 3 Kandidaturen haben für die 2 Posten von den Sprecherinnen und Sprecher. Das sind den Starsky Flor, Marie-Paul Dondlinger und Rebecca Lau. Dann haben wir eine Kandidatur für Tresorier zu bleiben, muss ich sagen, von Lucy Kunakova. Dann haben wir auf der anderen Seite noch Kandidaturen für Präsidiumsmember. Das sind Echtzete Gag, das ist den Camille Lich, das ist den Gilles Merz und das ist den Daniel Freres. Und dann habe ich aber noch einen, den auf meiner Liste fehlt. Ich liefere nicht den noch.
den hunsch mal vergis abzuschreiben. Ich liefere ihr stehen direkt nur. Ich gehe mit der Präsentationen von den Sprecherinnen und Sprecher aufhängen. Das wären dann als erstes Starsky als Sprecher sortant et rééligible. Starsky, du bist. Meier schöne gute Morgen an alle Goe. Wie gesagt, ich mache Gäste an der Kitchen. Das ist vielleicht mir einfach so. Ich stelle meine Kandidaturen für den Posten als Co-Sprecher. Ich meine, wir haben die letzten 2 Jahre gut zusammen geschafft. Und ich denke mal, dass ich die Tasche wahrscheinlich oder schaffen, dass er sieht, dass wir das dann zusammen können, gut weiterführen. Am aktuellen Präsidium, ich meine, wir haben gut geschafft und den Raum nach Merci. Und wie gesagt, für die Zukunft würde ich die Tasche dann noch, gebe ich die Tasche dann doch wollen gerne machen. Und voilà. Das fällt mir eigentlich vorher. Schade, ich kurz. Merci. Merci. Merci, Starsky. Das ist eine kurze Präsentation. Das möchte ich doch dann einfach für den nächsten. Als nächstes hat Maripol gesagt, es gibt sich per Stream melden als Maripol do. Dann gehe ich den Maripol kurz. Du warst unmuted und du kannst dich präsentieren. Maripol, ich meine, dein Mikro ist aus. Der gängige Fall von Videokonferenzen, Mikro ummachen und ausmachen. Glaubt ihr den nur? Ja, wir hören dich. Okay, merci. Meine Erläuterung gemacht dann. Vielmals macht ich also der Hauptfunktion aus Studieren, weil ich noch Vorbereitung für meine und ich habe Vorsprecher aus wenn ich was noch nicht gut drin war. Ja, was soll man so sagen? Ich merke, wo man sieht, viele Jahre leider nicht so viel. Ich bin gerne überwunden. Notamment bedauern den Sternschutz du travail. Dem Gang ziemlich steht und zwar denen man da durchgeht Wasser geht alles gesehen und ich habe Belägerung und die Person und da war dann Papier auch. Maripol, wir hören dich nicht mehr. Du musst vielleicht den Kamera ausmachen, von dem Bach geht. Hallo? Ja, hallo, hören wir schon. Ja. Bon, ich weiß nicht, wie weit das noch kommt. Am Ballfall wird eine Mission gesehen für das Krankenhaus, wo wir den Namen zu studieren ansetzt. Und wir haben noch dieselbe Stunden zusammen. Die hört mich noch? Ja, ja. Hallo? Ja, wir hören dich noch. Ja. Pardon. Voilà, mir war es ein ganz interessantes Buch zurückgekommen von der Madame Gabriela. Und die Dame ist Cyber-Sicherheitsexpert. Und ich bin auch gerne, das Buch zu lesen, das mir ganz nur auf ganz an der Tat geht. Und ich werde auch
die Thematik mit an mein globaler Bestrafliste lassen. Voilà, das war es von meiner Seite. Für den Rest ist ich froh, dass als Partei weiterhin offen ist für Anwendung und für Anstrengung. Und ich werde das selbstverständlich auch, weder von mir gewinnt sind, machen für eine belebte Demokratie und für Meinungsfreiheit und eben auch für die Sicherheit von unseren persönlichen Daten. Vielmals merci. Merci Marie-Paul für die Präsentation. Dann als nächste Kandidatin Rebecca Lau. Moin alle Guten, es sind Rebecca Lau oder auch Becky. Ich bin für einen kurzen Bericht zurück zu Lützeburg gekommen und dann wollte ich mich eben ein bisschen mehr aktiv hier im Land gestalten für Änderungen hier im Land zu sehen. Und dann habe ich eben Piraten kennengelernt und ich fand, da sind viele Werte, wo ich mit ihnen reflektieren und dafür gebe ich gerne mehr aktiv mit der Partei zu so sehen, etwas am Land heute verändern. Das ist so nervös. Merci Becky, dann kann ich den Leuten am Stream so der Wort als Opfer, ihr könnt aufstimmen, auch die Leute hier können aufstimmen. Es geht dann aufhängen mit den Präsentationen von den anderen, von der Trésorière schon. Und dann kann der Gilles nur der Präsentation von Lucy als Resultat auf dem Wort von den Sprecherinnen und Sprechern kommunizieren. Für den Posten vom Trésorier Kandidat, eine Kandidatin, das als Lucy Kunakova, Lucy als Membre sortant et rééligible. Ja, moin also ich meine, noch 2 Jahre, wo ich das alle machen, ja, kennt ihr mich schon ein bisschen, ihr wisst, ich bin nicht perfekt, aber ich mache mein Bestes und ich probiere mich stetig zu verbessern. Ich kriege auch ganz viel Hilfe. Also, ja, wenn ihr mal d'accord seid, dass ich weitermachen, gebe ich gerne weitermachen. Ja. Merci. Merci, Lucy. Dann können wir ein Gilles durchgehen und sich die Resultate vom Wort von der Sprecherin und Sprecher. Gilles, du musst dich muten. Wenn das ist nicht schon aktiv, das ist nicht gerade angenehm. Voilà, nur TikTok. Hey, du möchtest? Ja, da geht es. Okay, TikTok. Man wird halt so. So, der Wort vom Sprecher. Also, für den Starsky Floor haben wir eine Zustimmung von 94,74%. Ich 94% für Ja gestimmt in Starsky. Auf 5% und sich enthalten wird. Wer den Marie-Paul haben wir ein Resultat. 17%, also 23% von für Marie-Paul mit Ja gestimmt. 50% und mit Nein gestimmt und 17% und sich enthalten. Und die letzte Kandidatin Rebecca haben wir ein Ja-Resultat von 88%, ein Nein von 5% und eine Enthaltung von 5%. Das heißt, wir haben nur die Wahlresultate des Sprechers Starsky Floor und Sprecherin Rebecca Lau. Merci Gilles, ich gratuliere an den 2 für das Wahlresultat. Formal muss ich jetzt holen dort das Wort und. Starsky? Ja, stimmt. Ja, Becky? Ja, merci vielmals. Merci auch, da hatten wir 2 neue Sprecher, respektive eine Sprecherin und einen Sprecher.
Gilles, kannst du als auch direkte Wort vom Tresorier vielleicht schon so? Gilles, was du? Ja, ich würde mit Reihe. Ja, wir wollen gerne ein Resultat vom Tresorier-Sport wissen. Ja, das gerne. Bleib dies drüber, weil das steht. Also, ich mache das Wort vom Tresorier so. Hallo? Voilà. Und dann soll ich das Resultat direkt auf. Ah ja, ganz eindeutig. Lucy als mit 100% der Stimmen als Tresorier gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Lucy. Das Score vier Chancen zu kriegen, also das beantwortet, Gratulation. Also, da hätte man dann Tresorier, wir hatten Sprecherinnen und Sprecher, viele noch die normalen Kandidaten für das Präsidium. Der Gilles kann trotzdem so viel auch schon aufmachen. Ich stelle mich dann vielleicht als allererster selber vor. Ich bin Sven, hallo, ich bin Sven, ihr kennt mich. Ich meine den Spaß habe ich schon ein paar Jahre, seit 2009 für genau zu sehen, wo die Partei hat gegründet. Und dann irgendwie zusammen machen und Chamber abgeholt. Wir machen da eine Arbeit, die für sich selber schwätzt. Das ist eine konstruktive Oppositionsarbeit. Ich komme dann nur noch im Detail zurück, was man in der Chamber gemacht hat. Erreicht und dann, für was das wichtig ist, dass der Piraten halt zu Lützburg gibt. Ja, ich habe mich dynamisch gerne schon evaluiert. Ich gehe auch weiterhin am Präsidium bleiben, wann dir das erfüllt. Allein schon für die Erfahrung, die ich die letzten Jahre nur gesammelt habe, nicht einfach so musste von außen ranzupuchen, aber weil dadurch, wie die Macht dafür Druck so zur Kontinuität gehört. Das sind ich. Dann stelle ich aber auch nach zwei Kandidaten en Absence für just da du eine anständige Qualität kriegt. Das ist einmal der Camille Lich. Der Camille als ein langjähriger Member, den leider halt nicht dabei kann sein, weil ganz schwer von Covid-19 getroffen war. Geht ihm noch nicht wirklich 100% besser, so dass er heute dezidiert hat, das Leben von daheim zu suivieren. Von mir aus Camille alles Gute, eine gute Besserung und ich freue mich schon darauf, dich kurz drin zu sehen. Der Camille will am Präsidium das Interesse vom Kanton Kapellen an dem Westen vom Land repräsentieren. Er ist nebenbei weiter an den politischen Assoziationen engagiert, als Vertreter auf verschiedene konsultative Kommissionen an der Gemeinde Kielen, Vizepräsident am Komitee des Usagers von dem Mobilitätsverbund, Präsident von der ASIVEMA, den Heichhoven AB, sowie auch noch an der Ligue HMC zu Kapellen aktiv. Dann den weiteren Kandidat für Präsidiumsmember ist den Gilles Merz, der hört heute die ganze Zeit auch den Gilles. Wir hatten wirklich bei unseren Kandidaten ein bisschen Pech, weil Covid-Erkrankungen nur gerne ist. Auch der Gilles sitzt noch immer an der Quarantäne oder im Isolement. 27 Jahre jung, 2013 Member bei den Piraten, von 2013 bis 2016 war er Komiteesmember am Bezirk Süden. 2018 hat als Equipe rund um die Chambersarbeit als Attaché verstärkt und ist nebenbei weiterhin aktiv an den konsultativen Kommissionen an der Gemeinde Peiting, von wo er noch kennt. Aktuell ist er als Teilzeitstudent an der Ökonomie zu Namur angeschrieben. Er will für allem seine administrative Kompetenzen am Präsidium abbringen und sich um die internationalen Beziehungen mit den anderen Parteien, Piratenparteien in Europa kümmern. Ganz besonders, und ich meine, das wird als unanim gewählte Tresorier freien, wollen sich dem Lucy als Steig anbieten, für die Kontabilität noch besser zu machen. Das sind die zwei Kandidaten und dann bleibt noch den Dan, und ich hatte versprochen, ich noch null lieber wenig nicht auf meiner Liste hat. Für was hatte ich ihn nicht auf meiner Liste, das war sich mein eigener Fehler.
ich habe mir denken, dass Leute, die für Sprecherinnen oder Sprecher kandidieren, am Zweifel, wo sie nicht gewählt gehen, aber als Kandidat für das Präsidium kandidieren, dementsprechend habe ich eine Kandidatur von Marie-Paul Dondlinger einleihen. Marie-Paul hat sich hier schon vorgestellt, sollte der Schuss nach dem Danfurt muss gehen, für sich nach vorzustellen. Merci. Merci Sven, ich meine da noch ganz schnell. Ich sehe mal eine große Überraschung für die Jahre, wo wir die Gemengewahlen hatten zu Rhemisch. Wo wir durch Stimmen zu Zidrenovus, wo man 9% gebraucht haben, wo wir dann aber erstaunlicherweise auch mit Hilfe vom Claire Hudremann, von anderen guten Leuten, die wir zu Rhemisch an die Gemengewahlen dabei hatten, haben wir noch ein Resultat gekriegt, wo das Sven mal gesagt hat, man die 14% kriegt. Ich sage nicht alle gute Merci an für allem so auch dem Sven an dem Marc an den Sven. Ein großes Merci für die fantastische Arbeit, die Sie an der Chambre machen. Ich meine, die Piratenpartei hat keinen sich erwehrt. Die Piratenpartei ist mit einem Resultat aus der Wahl gegangen, das extraordinär war, wo natürlich viele andere Parteien nicht froh sind darüber. Aber mit der extraordinären, fantastischen Arbeit, die im Moment gelegt wird an der Chambre von 2 Deputierten, von einer ganzen Equipe, die an Druck steht. Da muss ich so all die Leute, die am Büro sitzen, die Jungleute, für allem, die alle hier drin sitzen, den Erik, ich meine Rebecca, ich meine Nathalie, wenn ich alle Guten sie gucken, dann schön, wenn ich vergesse, und der Christian, der da sitzt, zu Painting am Gemengerot sitzt, an all die Leute, die mir haben, die sich ansetzen, all der für die Kurs, für die Ungerechtigkeiten, muss ich so ein Bravo an das Engeier, an der Pläsier, an dieser Partei dabei zu sein. Auch für etwas Positives auf hier zu bringen, für uns Bürger und natürlich bei mir auch für uns Tieren. Ich sage nicht vielmals merci. Merci. Dann hätten wir Kandidaturen aufgeschlossen. Ich ging jetzt dann nach einer halben Minute für Voten aufzuschließen. Und dann, Gilles, du kannst anfangen, die ersten Voten zu kloturieren. Und dann geht es dir auch die Worte für dich zu melden. Merci. Ja, ich frage noch nach paar Sekunden, bis ich die erste Worte mal zu machen. Wie gesagt, die 5 Präsidiumsmember gewählt gehen, das sind die 5 Präsidiumsmember, die 5 Kandidaten sich zur Wahl gestellt. Das sind Klimmer und Daniel Frère, das kann ich nicht, Marie-Paul Dondlinger, ich gegangen. Voilà, ich meine, ich kann auch wohl so machen. Wie das eine Kandidatin auf den Posten müsste also eine ganz einfache Decision sein. Ich fange nur am ersten Kandidaten, Sven Klimmer. Haben wir ganz ähnliches Resultat, 100% und für Mathieu für den Sven Klimmer als Präsidiumsmember. Gestimmt. Merci. Der Präsidiumsmember Daniel Frère. An Hummer eng 82% die ja gestimmt tun, 11% haben nicht gestimmt, auf 5% haben sich enthalten. Somit ist Daniel auch als Kandidat bestätigt. Gratulation ganz. Den dritten Kandidaten, Herr Camille Liesch. Bei Camille Hummer 81,25%, die man ja bestimmt tun, und 11,67%, die sich enthalten. Und das auch Camille als dritte Präsidiumsmember gewählt. Gratulation Camille, auch eine gute Besserung von dieser Seite. Und dabei der 4. Präsidiumsmember, das ist Marie-Paul Dondlinger. Ich meine, so, also nicht direkt von der Dose. Marie-Paul ist mit 82,95% als 4. Präsidiumsmember bestätigt. 77% haben nicht gestimmt. Du machst auch von den Christian Marie-Paul und die letzte. Gratulation. Die letzte Nationalisch. Bei mir also 92% von Mathieu gestimmt, auch 5% von Gentale. Ich merke, Sie sind stark. Es sind also froh, dass es beim Gilles nicht 100% oder 120% gewählt wäre. Das hat ein bisschen komisch ausgesehen. Merci Gilles und merci und Felicitationen und all die anderen Kandidaten.
Wir kommen dann für das Ganze aber vom Formalen ein bisschen abzulockern, zu ein bisschen wie einem ludiken oder wie einem spannenden Deal mit dem Claude. Und das kann ja dann mit dem Starsky eher Madonna dann formal für weiterführen an Käsepräferrechnungsprüfer an ein Schiedsgericht werden. Die Evolution am Moment ganz los. Für uns geht mir noch immer mehr zu Lützeburg Ausländer. Wir sind von neuen Ausländer zu Lützeburg. Das ist mir gesehen Leute, die nicht aus einem Land von der EU und so kommen, ganz los. Für uns geht mir noch immer mehr zu Lützeburg Ausländer. Wir sind von neuen Ausländer. Das ist mir gesehen Leute, die nicht aus einem Land von der EU. Nee, das gibt Point, das ist ein bisschen lästig. So, Lützeburg geht auch vom allgemein wie farbig, geht nicht multikulturell. Das fehlt ganz viel Leid, verschiedene Leute mich dadurch Angst, wenn die Haut vor Rassismus zu Lützeburg schwätzt. Als das für dich ein Thema, was fällt dir dazu an? Als das eine Randerscheinung, als das, egal wie viele Leute es betrifft, also natürlich ganz schlimm. Toperte gehen natürlich auch überall, man muss es wirklich durchmachen. Was sind die persönlichen Erfahrungen, insbesondere vielleicht an den letzten Jahren? Hast du das Gefühl, dass Lützeburg Gesellschaft mehr offen geht? Oder hast du konkret das Gefühl, dass verschiedene Christen sich echt damit so machen? Wie gesagt du das? Ja, merci Claude. Das war ja eine frohe Meinung. Aber ich fasse mich kurz. Das ist nämlich so. Ich denke, wir haben mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich hatte auch schon mit Rassismus zu tun, wie ich jung war. Und effektiv, das ist nicht immer so einfach. Nur im Alter habe ich noch ein bisschen mehr Recul. Und ich muss auch bloß so, ich habe auch schon positive Erfahrungen gemacht, dass nicht alle Menschen rassistisch wie sie heute so wollen. Das Problem ist, wenn man die Aktualität guckt, was die letzte Zeit so durch die Welt so geschieht ist, und dann, wenn man mit den Leuten diskutiert über Rassismus, sind die eigentlich so, das geht nicht, aber so, statt die Strophe, hey, das kann nicht sein. Aber ich denke mal aber, dass als Gesellschaft oder heute zu Lützeburg so schon mal, der Lützeburg ist schon ab. Aber, wir haben auch noch ein Beispiel, wie du in Amerika die Sache mit dem George Floyd geschieht das, Black Lives Matter, dann hat immer die Leute also Diskussionen gehalten. Aber durch Diskussionen habe ich aber herausgefunden, dass der Rassismus aber nicht vor ist. Dass der Rassismus verschiedene Leute aber noch dran ist, die eigentlich ein bisschen mehr bewusst, aber ein bisschen anders. Und da ist zum Beispiel ein Problem, wo wir holen, du musst mal dran umhacken. Und eben die Leute, wie soll ich sagen, für den Anfänger war das nicht hecht. Die sind sich wirklich nicht bewusst, dass verschiedene Aussagen passen. Und dass man denen so Aussagen kann, aber die Leute auch viel. Total ganz kurz. Ja, das leider auch so den Antrag, dass einfach Leute, die relativ wenig Kontakte mit Ausländern haben, das geht doch noch zu Lützeburg, dass einfach Leute, die wenig Kontakt mit Ausländern, dass die einfach echt reticent sind, man auch sehen, wie Leute, die viel Kontakte haben mit vielen Ausländern, die dann Ausländer so besser
kennenlernen, die dann einfach gesehen, dass von Menschen sie wie mir, sie wollen zu Lützeburg leben, sie wollen die Schwachmacherheit zu leben und sie wollen eine gewisse Lebensqualität, was legitim ist. Das eine Normalisation, die stattfindet. Also oft sind Leute, die nicht viel Kontakt mit Ausländern haben, die Probleme mit Ausländern haben. Das die wird 40 Jahre gefeiert. Ich weiß nicht, was das die, das ist eine ganze Reihe von Enqueten machen wir los am Kader von dem Anniversaire. Du hast zum Beispiel sind paar Frohen rausgekommen. Ich wollte einfach die Meinung ein bisschen dazu hören. Zum Beispiel haben sie festgestellt, dass maybe 8 Ausländer von 10, also die befragt sind natürlich, sind über 1000 Leute befragt gehen, die haben gesagt, sie geben sich am Anfang als richtig Lützeburger Spieler bezeichnen wollen, auch ohne wählen zu gehen. Das heißt, die Wahlbeteiligung muss sich, was natürlich für eine Demokratie etwas ganz wichtig ist, mit Wahlbeteiligung muss sich scheint für viele Leute nicht nur ausschlaggebend zu sein, für sich zu Lützeburg als vorwärtsche Bürger zu bezeichnen. Das ist die Meinung dazu. Ja, das ist viel froh bei mir. Also meine Meinung dazu, dass für das als Lützeburg zu viele, ich meine, wir fühlen uns alle gute Gutheit zu Lützeburg. Und das ist nicht so geknappt, damit ich nur auf eine Wahl kann wählen gehen. Das bezeichnet sich nicht als mit Lützeburg. Du warst ja integriert in viele Vereine und die Leute fühlen sich gut. Und da ist sich doch maßgebend ist. Natürlich, wählen gehen, da leidet die Leute für die Leute die Lust oder die Ängste für die Politik wegzuhören und ihnen zu weisen, dass Politik ein Flotzahl ist und dass sie da kein Mord schaffen. Und eben für das letzte Land zusammen zu gestalten. Ja, ganz gut. Das ist einfach so, dass den Leute die Willen wählen, nur denen sollen von der Wahlgang nicht drin. Mit kann noch forcieren. Ich halte noch fest, zum Beispiel an den Kommunalwahlen, wo nur rund 1/5 von den Ausländern, die auch eligibel sind, wir wählen zu Uhr, wie gesagt Kommunalwahlen, dass da relativ wenig Leute sich anschreiben, das kann vielleicht doch dazu leiden, dass sie auch in ihrem eigenen Land vielleicht nicht wählen gehen, oder so, ich meine, ich gebe mir nicht wählen, ich habe zum Beispiel zuletzt, wo ich wähle, respektiv, dass vielleicht doch Leute Angst haben von der Wahlpflicht. Das ist ja so, wenn ich angedroht ist als Wähler, dann ist ich noch censé, zu Lützeburg zu wählen. Das schreckt vielleicht auch verschiedene Leute auf, für die Marsch zu machen. Natürlich ist es doch so, als stärker man wahlpflichtig, geht ja nicht hochgeschafft. Also nicht für sein Wahlrecht drin. Und ich meine, das Kind, für zum Beispiel eine Gemengewahl, ein Kind, ja dann die Idee lehren, für sich anzuschreiben, wenn zum Beispiel verkehrt sind. Dass ich nicht muss so viel Idee für Wunsch finden, dass ich nicht als ich muss anschreiben gehen. Und ich denke, man können du schaffen, also wie das auszugrenzen und die Leute eventuell auch direkt auf ein Lust zu setzen. Und eben es soll ein Recht sein, von den Leuten wählen zu gehen, und soll keine Pflicht sein. Ganz kurz noch zum Schluss den nationalen Ausländerrat, also Conseil National pour Étrangers, soll reformiert gehen. Das Gremium das besteht schon unter über den 4. Jahrhundert. An den 90er Jahren ist das geschafft, am Kader von einem Integrationsgesetz. Das ist eine Plattform, die wir zu Lützeburg haben, wo die Ausländer, wo ganz viele Ausländer zusammenkommen, auch Lützeburger aus verschiedenen Syndikatsbewegungen, respektive Patronaten, auch Civicol und so weiter, wo es am Anfang über Probleme schwätzen, die die Ausländer betreffen. Da geht es Spezialkommissionen über Integration, Jugend, Education, Bildung, Grenzgänger, Migration und so weiter. Das Gremium soll reformiert gehen. Menge Erfahrung ist, dass es am Anfang kaum bekannt ist zu Lützeburg. Also da richtig vom Nationalen Ausländerrat. Ich weiß noch, du persönlich schon viel davon erhören hast. Das Ding dazu. Ich fand, dass es so ein Gremium, das in den 90er Jahren geschafft ging, heute haben wir wie doppelt so viele Ausländer zu Lützeburg wie Demos. Das ist ein Gremium, was viel mehr wichtig ist. Ja, also eigentlich ist es so, dass ich persönlich von dem Gremium wahrscheinlich auch noch nicht viel Hören gehabt habe. Ich da nur, wie ich von der Politik dann nicht so gefangen bin. Natürlich, wir sehen, dass wir bekannt werden. Die Gremium soll aber auch mehr Visibilität kriegen.
gibt wahrscheinlich Schule viel gemacht, ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel nicht wissen. Und du musst die vielleicht schaffen, an eben die Visibilität zu erreichen, zu vergrößern, auch an den Medien mehr bekannt machen, an eben wie soll ich sagen, Visibilität einfach, dass die Leute auch wissen, dass diese Welt existiert. Ich meine, wenn man das wissen, dann kann ich dann noch mehr Member vielleicht beikriegen, vielleicht Leute eben encouragieren, für die Mathe zu schaffen. Aber wenn ich dann Mathe schaffe, dann kann ich eben die verschiedenen Probleme, die man heute eben nach dem Land tun, auch mit dem Ausland, für die sonst gut eng Zusammenarbeit zu machen und eben das zu verbessern. Merci, Starsky. Merci. Merci, Starsky. Claude, weit an den Detail ran. Nächste Punkt du Mord Jour, ich hatte ich formal vu versprochen an ich lieferen formal vu. Also, falls du wünschen sich dat Parteien méi wie an der Chambre organisiert wäre, wo einfach just nach irgendwelch Fraktionen gefen Leute nennen an het gebe just so ja der Schiff nachverstanden. Nee, das eben bei uns nicht so, bei uns gibt tatsächlich auch noch den letzten Posten gewählt, egal wie wo an der Statute steht. Bei uns gibt tatsächlich alle einzelne Posten gewählt und das bringt natürlich auch bei seinem Kongress ein bisschen aufgestimmt mit sich. Nichtsdestotrotz bin ich ganz froh, dass wir 4 exzellente Kandidaten und Kandidatinnen von die nächsten 4 Posten, die ich annoncieren. Und das sind nämlich die 2 Käsepräfer und die 2 Rechnungspräfer. Du stell dir vor, was ist der Unterschied zwischen einem Käsepräfer und einem Rechnungspräfer? Das ist so, dass wir, wie wir im Statut in 2009 geschrieben haben, dass wir 2 Kontrollhürden vorgesehen haben. Die eine, das ist der Rechnungspräfer, den tatsächlich soll die Rechnungen kontrollieren, also wirklich das Fachlicht von der Rechnung gucken, den denke so gucken gehen, sind die Rechnungen sind die richtig, als das haben wir das bestellt. Und Käsepräfer sind mehr für das Allgemeinbild von der Käsefährung zuständig. Das Ganze ist natürlich ein benevole Posten, und dafür sind schon mehr froh, dass wir 4 Kandidaten und Kandidatinnen vorne konnten. Ganz kurz, wen sich hier proposiert, das für die Käsepräfer de Libor Schmelig und Claire Hudremont. Ganz kurz zum Libor, hier als Jahrgang 67, Center 2012 schon mal bei den Piraten, und du auch responsabel für die Sektion Asch. Er hat eine Meisterprüfung an der Elektrotechnik und hat am Kader für seine Meisterprüfung tatsächlich müssen Konter machen. Denn Libor ist auch Sprecher am Bezirk Süden. Claire ist selber hier. Dafür gebe ich Claire Bierden sich vielleicht einfach kurz weisen. Claire hat Erfahrung am Geschäftscenter, ein römischer Geschäftsfrau, und kennt sich hier auch mit Zahlen an wie die verbucht aus. Für die Rechnungspräfer haben wir den Rudolf Abend, 32 Jahre jung, 4 Jahre als ein Koordinator in der Sektion Staat. Hier will mit uns zusammen Digitalisierung noch vorbringen. Und der nächste Schritt dafür ist, wie man gesagt hat, dass wir mal all die Rechnungen, die wir kriegen, digitalisieren, und zwar relativ zackig. Das wird den Rudi mal geschrieben hat als Rechnungspräfer. Und der Jo Wamper sitzt auch hier. Moje Jo, du hast mir auch geschrieben, dass du dich mit Rechnungen und mit Digitalisierung auskennst und dass du auch noch willst als Themenbeauftragten für IT gewählt gehen an der Parteileitung. Dementsprechend wir merken bei der Rechnungspräfer ganz viel Digitalkompetenzen, bei den Käsepräfer ganz viel mathematisch und kontabels Experienz. Ich mache das Wort ab. Ich gebe euch alle guten Bierden relativ zügig aufzustimmen. Da können wir nämlich noch bei der Wahl vom Schiedsgericht kommen. Aber während das Wort lebt, kommen wir schon zu den Kandidaturen für Schiedsgericht. Schiedsgericht, ein pour Rappel, hat 3 Festmembres und 1 Ersatzmember.
wir haben 4 Kandidaturen vierleihen, der das einmal den Christian Walter, den hast du, der wird sich gleich vorstellen, der Jean-Paul Görgen und der Laurent Jacob, die gehen von Marc Görgen vorgestellt. An eng Ersatzrichterin, die ich proposiert habe, das John Jacobi. John aus Jahrgang 70, sind 3 Jahre bei den Piraten am Member zu Asch, als aktiv als Tierschützerin an am LGBTQI-Umfeld. Hat sie das selber geschrieben, ich hätte es vielleicht mal einen Euphemismus ausgedrückt, das Bootsfrauensteueramt. Der Tisch so dass nachdem Amazon da keine Steuern bezahlt wird, für das wenigstens aber das über den sei es gezündet haben, putze Plan aus. Das gesagt, gebe ich dann während der Woche nach für die Käsepräfer, Rechnungspräfer dem Christian Walter für seine Präsentation vor. Christian. Ja, merci für die Wort. Mein Name ist Christian Walter, ich bin von Peiting, sind 23 Jahre alt, sind zu Peiting seit 2018 am Gemeinderat, wo ich den Starsky ersetze. Ja, sind auch seit 2017 Member von der Partei. Voilà, ich meine, Zeit für dann die nächste kleine Posten. Wir sind schon noch bereit, mich zu transkribieren. Merci. Merci Christian, dann gebe ich dir noch wieder die Präsentation von Jean-Paul Görgen und von Laurent Jacob. Ja, also die zweite sind die amtierend vor dem Schiedsgericht gewählt gesehen 2019, wir den Kongress hatten, den Jean-Paul, ich weiß nicht, so ein Autor von den zwei, den Jean-Paul aus dem Bezirk Osten, hier danach an den Laurent Jacob aus dem Norden, aber wie sie sind nach die Amteier, dann sind sie gegen nach Gerber weitermachen. Merci. Merci Marc, dann können wir auch die Worte nachlösen. Ich mache für den Gilles, dann gehe ich dem Gilles zurück. Und der Gilles kann uns da vielleicht schon das Resultat von den Käsen auch Rechnungsträger machen. Gilles. Wir rufen noch Peiting an. Peiting 2 kriegt 12 Punkte bei der Rechnungspräfer, Käsepräfer. Gilles? Ah, da. Probieren wir, ja? Ich gesehen noch nicht loben. Gilles, wer ist da Eis? Ich profitiere von dem kleinen taschischen Delay für etwas nach einkehr klarzustellen, was für Beruf vielleicht innergegangen ist, weil ich gerade gestaltet habe. Hier steht, Partei hat keinen Koordinator mehr. Nein, der Marc ist, das habe ich schon gesagt, relativ zackig. Der Marc ist letztes Jahr für 2 Jahre Mandat gewählt gehen und dementsprechend lebt sein Mandat noch bis nächstes Jahr. Und nun gucken wir, ob wir den Gilles nach rumfahren oder ob wir ihn verloren haben. Das ist gut. Gilles? Gilles, kannst du manchmal als Resultat so nennen?
Bon, wir werden dann darauf, dass Gilles als Resultater von der Abstimmung auf einem anderen Kanal zukommen lässt. Währenddem gebe ich dann einfach proposieren, dass man das Wort für das Schiedsgericht lebt hier auch. Ihr könnt die Abstimmen, Plattform lebt, das habe ich gesehen. Ihr könnt aber dann während dem Aufstimmen, und ich gebe hier schon, dass man die letzte Talkrunde zwischen dem Marc und dem Claude lancieren. Ja, man dann nach zu einer Satzungsänderung kommen und auch dann Richtung Aufschluss von unserem Kongress geben als bewegen. Claude und Marc, dir gut. Von den 3 Mal vor an der Mikro schwätzt. So, also, hier ist dann die letzte kurz Talkrunde. Wir haben ein bisschen ein Zeitproblem, wir werden ein bisschen kürzen. Ich will mal die Logungsproblematik schwätzen. Just drei Aspekte. Bon, da denkt das so, wir wissen alle gut, dass wir zuletzt bestandte Jahrzehnte am Mangel gezögert Wohnraum holen, als Bevölkerung wie es verrückt, Arbeitsplätze trotz Krise, sogar während der Krise, auch während der Finanzkrise, sind Arbeitsplätze noch weiter gewusst. Als Wirtschaft geht relativ gut, geht das viele Leute nicht gut geht. Wenn man in der PIB guckt, makroökonomisch geht es als Wirtschaft relativ gut. Was mit Logementskrise geht, und ich mal vorgestellt, ob man nicht ein bisschen zwei konträre Ziele haben an unserer Politik. Das ist einerseits will man natürlich Schiedvereine in der Dach bieten, also Schiedvereine muss mit Zöllwerden Wohnraum holen und so weiter. Andererseits will man aber mit einem Finanzplatz, die ganz wichtig ist für das Steueraufkommen, will man ganz viele Steuerplätze beschlacken. Die haben natürlich mehr für die ganzen Preise auch zu bezahlen. Es wird auch viel investiert, es wird viel spekuliert am Immobilienbereich, es wird auch speziell Fonds investiert, die dann am Immöbeln und so weiter. Das ist ein bisschen ein Spagat, den du gemerkt wird. Ne? Das ist eine Entwicklung, die eben für viele Leute Probleme durchstellt. Piraten haben sich ja auf ihre Fälle geschrieben, noch für sich für bezahlbare Wohnraum anzusetzen. Wie gesagt du, die Probleme mit dem Spagat und mit den Entwicklungen, die sich am Anfang ein bisschen widersprechen, was ist am Anfang für Piratenpartei bezahlbaren Wohnraum? Also schon lange, das bezahlbare Wohnraum ist schon eine Diskussion, woran man da schon aufhört. Wenn wir in der Dachverstellung und dann gesagt wird, bezahlbare Wohnraum, ja, das ist leider bei 500.000, 600.000, 700.000 Euro für ein Appartement und das Regierungspartei und das bezahlbare Wohnraum. Da haben wir Piraten eine ganz andere Vision, wir hätten gerne 10 Euro den Meter Carré. Und das ganz einfach zu realisieren, indem der Staat an die Gemenge gegen Bauern. Weil wenn man den privaten Promoteuren überlassen, dann wird die Preisspirale weiter hochgehen. Der Staat und die Gemenge müssen durch eine Konkurrenzsituation treten. Dann heißt die Idee, ist ganz einfach zu realisieren, wenn wir gehen auf den Weg von einem Mietkauf. Der Tisch bleibt gegenüber 10, 20 Euro, hier 10 Euro den Meter Carré. 12, wie das ging aber dann, weil die Staaten das sind nur gerechnet, und dann können sie dann die Wohnungen oder das Haus an dieser Verhöhung überholen. Das Wichtigste ist, dass nicht nur die private Marche zurückkommen, weil da wären wir an derselben Spirale wie bei den Proposen von der Regierung, dass der Staat und Gemeinde gebaut und ewige Vierkampfsrecht hätten. Das heißt, Kinder zwar sagen, kann oder ihr findet weiter, geht Kinder nicht nur eine Promoteur verkaufen. Das ist eine Solution, weil das Problem am Moment ist, alle guten Diplomstoffe, wo sie den Schnapp machen und noch vielleicht eine kleine Subsid geben. Sie nicht, das sind ja nur heute Subsid, geht an den Preis beim Promoteur mal da gerechnet und nur nicht gewonnen. Dafür sind mehr oder weniger 10 Euro den Meter Carré am Mietkauf, wo du Sterne die Menge bauen. Merci. Ein Aspekt, den du ein bisschen aktuell, also auch während der Covid-Krise, wir stellen fest, dass Rohstoffe für zu bauen sich im Moment immens verdeihen. Also der Stahl geht Medaille zum Teil bis 100%, dass die Medaille gehen nur während 12 Monaten Krise. Koffer geht Medaille, Plastik geht Medaille, Zement geht Medaille, Gutrum geht Medaille.
weil zum Teil auch Transportprobleme sich stellen, logistische Probleme, weil Touren nicht dabei kommen durch die Covid, weil viele Container überall blockiert sind und so weiter. Und das trägt natürlich zu einer Verdreierung vom Bauen bei. Andererseits haben wir zuletzt das Problem, dass ganz viel Bauschutt auffällt, weil aber auch viel Büros gebaut gehen. Wenn man gucken, wie viele Kamionen auf den Straßen NRW sind mit Baustoff, mit Bauschutt. Bauschutt ist vom Boden, die Steine, das Plastik, das Holz und so weiter. Du stellst einfach vor sich, ob nicht so Stoffe auch recyclieren, massiv recyclieren. Wir wären einerseits Männer aufhängig vom Ausland für zu importieren, wir hätten viel Männer Verkehr auf unseren Straßen, wir geben also den Trafik limitieren, wir geben den Druck von unseren Deponien wegspülen und zuletzt nicht genug Bauschutt deponieren. Wir geben noch regional Kreislandwirtschaft fördern, das heißt, nicht davon profitieren von der Covid-Krise für ein Recyclage offensiv zu machen. Das gibt auch im Handwerk, an dem Bausektor zu Lützburg, meine ich ganz gut. Du könnt den mal 4 Stück von den Piraten aus machen. Was meinst du? Also, wir haben den Aspekt von der Umwelt angepackt, indem es mal eine ganz kritische Vorgestaltung zum Sand zu der Konstruktionsweise. Weil das zwar scheinbar gut, weil ihr seht, auch der Staat ist von den größten Konsumenten von Baumaterialien in Land. Und das ist auch durch den Staat seine hohe Investitionspolitik, wo man am Moment vorher, wo überhaupt zu einem Mangel kommt an den Betrieben. Weil der Staat als Markt von den größten Konstrukteuren, dann auch parastaatliche Gemeinden, parastaatliche Firmen, sodass man am Moment zu wenig Handwerker, also Manpower am Land tun, weil auch da sind Preiseinheitsbetriebe noch zu wenig Rohstoffe. Das Problem bei den Rohstoffen, wie mehr als Piraten gesehen, wir finden das auch kritisch an der Front am Sand, weil halt zu Lützburg auch gerade bei den staatlichen Projekten nicht genug auf dem Welt abgepasst wird. Das ist ganz richtig, dass in alle die Stoffe müssten besser recyclieren. Weil man Sand, der geht in Afrika bzw. in Indien einfach so oft transportiert wird. Sie gehören halt zur Mafia geklaut und dann gibt dann Europa weiterverkauft, für die Baustoffe zu machen. Und das ist ein Thema, wo wir darauf aufmerksam machen, dass zwar scheinbar gut ist, was die Regierung sich immer dahinter stellt, wir bauen links rechts, wie das enorm eine Hand Fried, wie das alles hier kennt, weil man in der Klimabilanz von dem ganzen Mittag guckt, wo halt zu Lützburg angesagt wird, auch von der Regierung an Obtrag, dann ist die wirklich recht. Merci. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ich finde, das wäre schon an den Starting-Blocks. Ich will ein Thema aufgreifen, weil doch ein Land betrifft, das ich ein bisschen kenne, das ist die Schweiz. Die Schweiz ist 16 Mal mehr groß wie Lützburg. 16 Mal mehr groß. Bon, viele Teile von der Schweiz, wissen wir, sie von Bürger okkupiert, das heißt, die Nutzfläche ist nicht ganz so groß wie die Schweiz, ist viel mehr groß wie Lützburg. Die Schweiz ist auch ein Land, das bekannt ist, für business-friendly zu sein. Sie noch ein ganz wichtiger Finanzplatz und so weiter. Sie ist schon 1993 die berühmte Lex Koller angefordert. Lex Koller ist dann der Name von dem Mann, von dem Bundesrat, dem uns das Gesetz Anfang Februar stellt. Da geht es um eine Beschränkung vom KF, sowohl von Terrain wie auch von Immeubilien, mit einem Logement noch von Ausländern, die nicht an der Schweiz wohnen. Das heißt, die nicht ihre Lebensmittelpunkt tun, wie das heißt. Und da gehen da eine ganze Reihe von Sonderregelungen, was Residenz sekundäre betrifft, was Vakanzwohnungen betrifft, die also speziell geregelt sind. Das Gesetz ist am Anfang gefördert gehen oder gefördert gehen, wie gesagt, an den 80er Jahren schon, für den Ausverkauf von der Schweiz zu verhindern. Natürlich wird es verhindern, dass viele Leute eben einfach Objekte abkaufen, für zu spekulieren. Natürlich, wenn jemand in der Schweiz ein Haus kauft, da muss ich im Prinzip auch drauf wohnen. Und geht nicht nur auf der gemeinlichen Dokument zu gehen, muss ich wirklich strukturieren. Das hat das Gesetz in Kraft getragen. Das wird immer diskutiert, für es einerseits zu verschärfen, einerseits auch abzulockern, andererseits noch gegen das Gesetz. Aber im Moment besteht es noch immer. Da stellt sich von dem Hintergrund auch von dem Druck, den zu Lützburg im Immobiliensektor leidet, auch durch Investitionsfonds und so weiter, stellt vor sich auch ein Lex Koller. Könnte ein Lex Kirchen gehen eventuell, ob es so etwas zu Lützburg nicht opportun wäre, ob man es darüber nachzudenken, es wäre besonders wäre. Also wir könnten sie Lex Lützburg nennen. Effektiv werden die Varianten von Lex Koller ein bisschen umgeändert auf Lützburger
Verhältnisse proposiert gehabt an der Chambre und die anderen Parteien leider als Position aufgelehnt für das wir auf die Wege gegangen von den Alex Kohler bereits zu Lützeburg aus der Problem auch her. Und mal zum Beispiel einen Sternplatz und dann einen arabischen Investitionsfonds, Bemol do groß baut an Rang aus Profitgier die Wohnungen anbieten. Natürlich können in Dortmund ein normales Halle nämlich hingehen und sich etwas lohnen oder kaufen. Und das muss man halt zu Lützeburg verhandeln. Das Lützeburg, wenn du die ganze Immobilienbranche just umkauft wird von ausländischen Investmentfonds, weil die eben am Ende auf ihre Spurkonten oder vielleicht in Aktien nicht genug kriegen. Und zu Lützeburg mal 10 bis 15% Rendite, also der Blut geht alle Jahre. Also natürlich weltweit immer bekannt gehen, dass ich zu Lützeburg kann kräftig Geld verdienen, wie der so vielleicht zu London, Amsterdam oder zu Johannesburg aktiv, weil das nur zu Lützeburg steht Phänomen. Aber wir Piraten stemmen als so kräftig dagegen. Weil man muss eher sehen, weil nur die Investfonds kommen können, man vergessen, dass irgendjemand ein normales Salär nach einem Käier wird ein Wohnung zu Lützeburg kriegen. Wir waren natürlich enttäuscht. Lobbying oder Twitter könnte dann NSAP nur Vertreter, die da wegen diktieren, die war Alex Kohler an der Chambre, hätte man aber schon lange integriert. Sie sind aber aufgelegt als NSAP. Wir hoffen nur, dass wir nachher den Ball lancieren. Wir hatten eine Chamberskommission, europäische Initiative hin, wo dann nur geguckt wird beim Finanzminister, den sich aber ziemlich kritisch bis negativ geäußert wird, für so etwas eine Beschränkung von Investmentfonds anzufeiern, sodass man am Ende eigentlich als Piraten denken, dass man dieser Regierung die Leute nicht geholfen gehen und dass die Logementskrise einfach weiter wird, wie es auf Ende ist. Merci, Marc. Ja. Dann kann ich hier schon Resultate annoncieren. Merci Gilles für technische Überbrückung. Wir können sagen, dass es lieber als Käsepräger mit 100% Ja-Stimme gewählt wird. Claire 95% Ja, 5% Nein. Den Rudolf Abend als Rechnungspräger mit 82% Ja, 18% Nein. Jo Wamper nee beim Schiedsgericht haben wir den Christian Walter mit 93% Ja, 7% Enthaltung, den Jean Bourgergen mit 86% Ja, 14% Nee, den Laurent Jacobs 74% Ja, 13% Nee, 13% Enthaltung, und John Jacobi mit 80% Ja und 20% Nee. So der Schifferie von Ihnen die 50% Ja-Stimmen überschritten wird, dass man also sowohl Käsepräfer, Rechnungspräfer, wie auch Richter und Ersatzrichter haben. Wie gesagt, das Jahr waren alles zu wählen. Da hätte man da all die Posten, die als Satzung bis jetzt hier gesagt, gewählt. Merci les gens, bitte. Parteien haben so eine Tendenz. Das ist eine faschistische Tendenz, für mehr Posten zu schaffen. Wir schaffen nicht nach irgendwelchen Co von allem, wie das eine andere Oppositionspartei möchte, wo irgendwann so viele Leute Mengen Responsabilität sind, dass keine Responsabilität hat. Wir schaffen Themenvortrachten. Die Idee ist, die hat eine Satzungsänderung 4 Leute, die den Gilles Merz mit einer Arbeitsgruppe zusammen ausgeschafft wird. Und da geht es essentiell darum, dass man Parteileitung nach Abmachen zusätzlich zu den Bezirks- und Sektionsvertreterinnen und Vertretern, dass man sie auch noch abmachen für all die Leute, die eine Themenbeobtragung vom Kongress übertragen kriegen. Das wäre in diesem Fall, wenn die Satzungsänderung aufpassen, muss eine 2/3 gehen, der Tisch müssen 66% Ja sind mindestens. Falls die angeholt wird, hätte man 3 Kandidaten und Kandidatinnen für verschiedene Posten oder für verschiedene Themenbeobtragungen. Ich meine, Wort, also ich mal auf für Satzungsänderung. Und ich gebe dann auch direkt vorschlagen, dass die Leute, die sich heute Themen gemeldet haben, sich ganz kurz vorstellen können. Das der Jo winkt man schon mal am Kap, will sich vorstellen. Aber das den Jo Wamper, der sich IT-Themen kümmern, Demily wird sich Kannerrecht kümmern, und Gerald, der sich Integration kümmern. Ich gebe euch allen 3 vielleicht rein,
werden ich ganz kurz aber in der Vierstein kommen, während der Wort zur Statutenänderung dann lebt. Jo, du es gut. Schönen guten Morgen. Meine Nummer ist schon Wampach. Die kennt mich wahrscheinlich, weil ich das letzte Jahr schon am Präsidium war. Ich stelle meine Kandidatur als Themenbeauftragten IT. Als Informatiker denke ich, dass ich die nötigen Kenntnisse habe, für ein objektiv Urteil darüber zu haben, an Partei an der Hinsicht zu vertreten. Also nicht vielmals merci. Merci, Jo. Dann, Emily, wenn du dich ganz kurz kannst vorstellen kommen. Ja, mein Name ist Emily, ich arbeite schon seit 8 Jahren im Kannerbereich und voilà, anscheinend gibt es verschiedene Sachen, wo ich nach anderen, was Kanner betrifft oder Älteren oder Zusammenarbeit schon mit Edukatoren. Voilà. Merci, Emily. Und schlussendlich, last but not least, Gerald, du sitzt weit weg. Das ist immer wichtig. Der Gerald war übrigens auch am letzten Präsidium, und aber aus beruflichen Zeitgründen bis du wissen, wie kurz trippeln und wenn sich nur aber ein weiter wichtiges Thema ansetzen. Ja, mein Name ist Gerald Contreras und ich stelle mich als Member für Integration, weil ich mir irgendwann in einem Land komme, ich muss wirklich sich integriert haben. Das ist nicht für viele Sachen, so ein Rassismus sagen, aber das ist nicht wirklich integriert. Ich kann nicht so von der Schwarzen über Rassismus, weil du geht nicht bei Leid gehen, wie normalerweise ist nicht Leid kommen, über Jesse gehen, normalerweise muss auch bei Leid gehen. Präsentiert, so wie ich gemacht habe, ich in einem Land kommen und integriert mich in einem Land. Wenn ich schon viele Kollegen an Parteien, die wissen normalerweise überall mit sind. Und ich will auch, wenn Leute im Land kommen, die muss das so präsentieren, so integriert im Land. Merci sehr. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir ganz kurz auf das Resultat für Satzungsänderung von der Gilles. Hey, wir haben den gucken wir noch. Gilles, probier mal. Wenn nicht Schreibweise von schriftlich. En attendant vom Resultat, dann wird es noch könnt, und ich verspreche nicht, ich meine kurz. Oh. Ja, Gilles. Ah, voilà. Painting aus Rondo. Gut. Na, dann kann ich direkt noch das Resultat proposieren auf eine Satzungsänderung. Die wurde aus Zoo. Und die Top, Member sind mit der Satzungsänderung aufgestellt, 100% Ja gestimmt für die Satzungsänderung. Du machst aus Satzungsänderung Beschluss. Très bien, merci Gilles. Dann gebe ich proposieren, wir machen das Wort auf für die 3 Kandidatinnen und Kandidaten für Themenbeauftragten. Und während ihr aufstimmt, gebe ich mir dann die freie Tolle für meinen Aufschluss hier zu halten und dann die Wahlresultate geben wir dann noch bekannt geben. Dann ist Gilles Mute. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, Kawischitscher, oder wie ihr schon immer fehlt, das Halbzeit. Für rund 2,5 Jahre haben wir alle guten zusammen die Politikwelt überrascht, wie Piraten 2 Sitze am Parlament gekapert haben.
Ich verzichte nur auf einen langen Rückblick an so gut es geht, auch auf die nautischen Metaphern, weil mittlerweile her den der mehr heblich von den Regierungsparteien wie von uns. Und das weiß das. Wir gehen nicht nur das, wir sind an der Chambre angekommen. Wir haben als Platz als konstruktive Oppositionspartei gefunden, eine Oppositionspartei, die kritisch ist, da wo es nötig ist, eine konstruktive Verbesserung der Mannschaft, wo es möglich ist. Auch wir dürfen von einer globalen Pandemie überrascht, und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mir eine heroische Legislatur für als erste Legislatur an der Chambre gewünscht habe. Nur ein bisschen mehr wie einem Jahr am Amt, wo wir als Piraten müssen einen Approach finden zu einer Situation, die weder am Wahlprogramm steht, noch von uns vielgestellt wird. Also ich war von Anfang an der Regierung die Chance zu geben, die nötig und dringend Jalon einzusetzen, für nur kurzer Zeit aber als Rolle als Kontrolle immer mehr stark wahrzuholen. Die Kontrolle ist nicht, dass den einfach nicht mehr dagegen ist. Kontrolle ist an uns auch noch für Mord zu schaffen. Dafür zu sorgen, dass Gesetze besser gehen, besser verständlich und mehr grundrechtsfreundlich. Weil auch wenn ich auch gegen die Gesetze ist, steht nicht, dass ich nicht helfen kann, es ein bisschen besser zu machen. Genau das haben wir also während der Pandemie gemacht. Ganz ohne Kompromisse auf als rote Linien zu machen, weil nur mit der Krise war es wichtig, dass man Grundrechte dagegen schützen. Dafür müssen wir diese Initiative gegen ein zentralisiert Abkommen durchsetzen. Mit der Regierung auf Hoch und Transparenz für uns hier getrieben, also noch dafür Gericht gegangen. Wir konnten uns für besseren Datenschutz an der Santé stark machen und nur noch Dysfunktionamente sowohl am Spitalswesen wie auch bei der Ernennung von Verwaltungsratspräsidentin hingewiesen und das kritisiert. Wir konnten uns behaupten, der Politik ein bisschen einen anderen Nuss gehen. Und das eben aus einer konstruktiven Oppositionsposition heraus. Ich will auch nicht so viel über Corona schwätzen, hängt uns alle gut den Tag irgendwie zum Hals raus. Und nächste Woche werde ich dafür 15, 16 oder vielleicht sogar 17. Kehr schon an der Chambre der Regierung ihre Projekt am Detail kommentieren. Was für uns Piraten aber auch heute noch immer ganz klar ist, als dass die Regierung von uns auch weil die keine Unterstützung für eine Unnetzausgangssperre kriegt, die, wie der Vizepremier Bausch in Donnerstag am Klartext konfirmiert wird, eine reine Police-Mesure ist. Neben alle Skandale und Unregelmäßigkeiten, aber alle politischen Lager, wo wir uns für Aufklärung, Transparenz und Konsequenzen stark gemacht haben, haben wir uns an den Dossieren angeschafft und konkret Propose gemacht, wie nicht besser geht. Dafür erlaubt man die Kolleginnen und Kollegen heute genau an der Logik weiterzumachen. Dass für mich, und für uns alle Guten, klar, dass Lützeburg eine Relance braucht. Wir müssen aus dieser Pandemie raus die richtigen Jalons setzen. Also ich will dich aber ein paar Punkte Revue passieren lassen, die an uns Namen für heute und für die Zukunft wichtig sind, aber wo diese Regierung leider noch immer keine konkrete Propose gemacht wird oder aber den Zug an die falsche Richtung auf die Schiene gesagt wird. Erstens, wir bleiben bei unserer Forderung einer Steuerreform, die mehr gerecht für kleine Mittelverdiener ist. Es darf nicht sein, dass Witfrauen und Männer weiterhin bestraft, die für eine Situation, die sie sich nicht herausgesicht haben. Wir brauchen ein Steuersystem für die dritte Jahrtausend, die nicht probiert, katholische Gesellschaftspolitik zu machen, mit denen am Denkst von allen Bürgerinnen und Bürgern steht. Dazu gehört, dass Multinationalen ihre fairen Undehen müssen bezahlen. Es darf nämlich nicht sein, dass Firmen zwar als mit Steuergelder bezahlte Straßen benutzen, für ihre Produkte zu liefern, aber da probieren, genau diese Straßen nicht zu finanzieren. Ah ja, da denkt ihr schon einmal so. Wir brauchen noch ein Steuersystem, das gerecht ist, was hier kommt vom Abkommen so geht. Es darf nicht sein, dass wir Dividenden nicht halb so stark besteuern, wie es soll. Weil das führt dazu, dass die genug Geld tun, für eben zu investieren, prozentual immer mehr Steuern bezahlen und die von der Hand am Mund leben, zusätzlich belastet. Ein piratisches Steuersystem lässt sich an 3 Wörter resümieren. Modern, fair, transparent. Zweitens. Ohne ein Dach über dem Kopf lebt es sich ganz schlecht. Dafür brauchen wir dringend bezahlbare Wohnraum. Und sonst brauchen wir Wohnraum. Ganz einfach. Wir müssen weder von für Prozeduren mit kurz zu machen, für das
wo Lowell geplant ist zu bauen, auch wirklich gebaut kann gehen. Wir müssen als öffentliche Hand bei einem richtigen Bauboom helfen, indem es mal einerseits Kapitalgarantie stellen bei der Viabilisierung von Terrain, wo die öffentliche Hand, weil das will, das gebaut wird, und andererseits selber massiv bauen. All Jahr kaufen bald 15.000 Personen für die erste Kehrarbeit. Wir bauen nämlich knapp 3.000 Unitäten. Das heißt, wir leben manchmal an einem Verdrängungswettkampf, wo die Schwächsten immer mehr rausgedrückt werden. Wohnen als ein Menschenrecht. Und wir haben bei der letzten Welle konkret chiffriert Modell auf 4 gelöscht, wie ihr könnt mehr Logement am Modell von einem Mietkauf bauen, auf den Markt bringen und so den Access zum Wohnen mehr einfach, respektive überhaupt wohl, möglich machen. Wir gehen ausgelacht für als Plakativforderung von 10 € den Meter Quadrat. Mit der Regierung wird bis heute kein wirklich Gegenproposal gelöscht. Ganz am Konträr, es wird nur geguckt, wie die Wohnen an einem Jahr 16% beteuert. So als, für nautische Metaphern zurückzukommen, Steuerrat abgeschnufen. Wohnen als ein Menschenrecht an dir nicht zum Opfer von Spekulanten mit tiefen Taschen gehen. Für Piraten muss jeder, der zu Lützeburg lebt, Möglichkeit und Access zu Wohnraum zu kriegen. Drittens. Lützeburg muss sich digitalisieren. Wir dürfen den Anschluss und die neue Ökonomie nicht verlieren. Aber während wir das machen, dürfen wir weder Leute ausgrenzen, noch dürfen wir uns eine digitale Knechtschaft von der Big Tech beginnen. Auch heute ist die Regierung in die falsche Richtung gegangen. Am Platz nämlich aber Open Lösungen zu setzen, kommuniziert die Regierung nicht lieber per WhatsApp. Und da wir mit Facebook mehr wissen darüber, welche Minister mit welchen weniger wo kommuniziert, wie Bürgerinnen und Bürger für die Regierung sich schaffen sollen. Neben dem Ausverkauf von unseren Daten schenkt sich als Regierung auch dummer der arrangiert zu, dass Steuern nicht so wichtig sind. Weil sie gehen sogar auf Gericht, wird das Apple 250 Millionen Steuern nicht muss bezahlen. Aber schlussendlich halt als Regierung nach immer nur 2 Urteile vom EuGH und Kirchbirchen. Ein Urteil vom Französischen, ein vom Deutschen und ein vom Belgischen Verfassungsgericht unter verfassungswidriger Vierheitsdatenspeicherung fest. Wenn der Kirchbirch einem 2-mal sieht, das geht nicht. Wenn die Franzosen, die Deutsch und Belg auch so, das geht nicht. Wie sie mir dafür zu mengen, das wäre kein Angriff an das Grundrecht. Wenn es um Digitalisierung und Datenschutz geht, sind Piraten nun mal original an die anderen Parteien eine Kopie. Viertens. Bei der Energietransition ist auch noch viel zu machen. Weil noch immer importiert Lützeburg netto Kohlen und Atomstrom, für also Besoin von 6,5 Terawattstunden zu befriedigen. Gleichzeitig investiert also Pensionsfonds noch immer auf fossile Energien. Vielleicht mit dem Ziel, dass man Leute Pensionen liefern. Nein, so zynisch kann ich nicht sein. Piraten stehen für 100% erneuerbare Energien am Stromreso, weil den Elektroauto mit Kohlestrom oder russischem Gas zu laden, als nicht ökologisch. Fünftens. Los mich recht gut nicht über den Schutz schwätzen, weil wenn eine Regierung Membres an ihrer Reihe hat, die die Armee für eine administrative Fürcht mobilisieren, für Muffeln zu schießen, oder Deputierten von der Majorität wollen semi-automatisch Kriegsgeschirr ob der Jurcht wollen erlauben, seht das genug über den Mangel, du verstehst du mich aus. Für uns Piraten muss deren Schutz mehr hohe Stellenwert kriegen, weil auch deren sie Lebewesen mit Gefühlen. Sechstens. Und am Platz die Fenster aufzuräumen, und zu lüften, wo die Regierung bis laut Fenster zugenäht, Tiere verbarrikadiert, erkehrt mehr in den Teppich wie alle Regierung verdroht. Alle Affäre wird ausgesehen, Informationen müssen angeklot gehen, aber im Informationszugang sind wir das, was wir immer gefragt hatten, Transparenzgesetz, also in Wirklichkeit ein Intransparenzgesetz. Wir Piraten bleiben der Meinung, dass Transparenz beim Regieren ein Condition sine qua non ist und dass dafür noch viel geschehen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind alles Baustellen, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immens wichtig für Lützeburg zu sein. Wir haben aber noch einen ganz konkreten Dossier, den eine wirklich Relance aus der Pandemie fällt. Neben der Covid-19-Pandemie, an den Problemen, die ich für drüben geschwärzt habe,
leben wir noch an einer weiteren Krise, die man nicht dürfen in den Teppich kippen. Obwohl wir müssen dringend adressieren, und das könnt ihr euch denken, Klimakrise. Für uns Piraten steht fest, dass die Wissenschaft heute enger Meinung ist. Es gibt kein Geschwurbel, weil das davon auffallen soll, die Konstat zu machen, dass es unserem Klima nicht gut geht. Aber wenn die Konstat gemacht wird, dann dürfen die Kopf nicht an den Sand stechen oder sich an komplizierte Modelle oder Whataboutism verstoppen. All Einzelmaßnahmen ist wichtig, wenn sie nachhaltig an die richtige Richtung geht. Etwas wie die Regierung selber müssen zugehen, dass bis nicht an die richtige Richtung gehen, als bei der Klimaprä. Hinter dem Aufhören vom Klimaprä geht heiricht Prä, man denkt von 0%. Also da müssen die Leute auch nach dem zurückbezahlen. Und darum krank als Energietransition. Wir machen es unnötig kompliziert für den Einzelnen, für bei der Transition zu helfen. Wir fokussieren noch immer auf die großen Energieproduzenten. Am Platz auf den Prosumer zu setzen, von dem auch den Jeremy Rifkin aus seinem Green New Deal schwätzt. Für uns Piraten ist es klar, dass wir das Momentum für die Sortie aus der Pandemie müssen nutzen, für einerseits die Ökonomie zu stärken, und andererseits den Kampf gegen die Klimakrise dezidiert umzubauen. Dafür proposieren sich heute in dem von unserem Green Relaunch. Ein Plan für Ökonomie und Ökologie an einer vernetzten Welt in einen Hut zu kriegen. Als Ziel ist klar. Aktuell produziert Lützeburg ein Fünftel von seinem Strombedarf aus eigenen erneuerbaren Energien. Wir proposieren einen Plan für langfristig über 100% von unserem Strombedarf durch lokal erneuerbare Energien zu produzieren. Dafür müssten wir pro Jahr 5,2 Terawattstunden erneuerbare Energie produzieren. Daneben wollen wir diese Chance nutzen, für die nächsten 10 Jahre zwischen 600 und 800 neue und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und die durch Up- und Reskilling zu besetzen, für so auch als Arbeitsmarkt zu dynamisieren. Drittens proposiert dieser Green Relaunch-Plan eine Möglichkeit für den Privatsektor und die Kleinspurer für Schulen zu einem attraktiven Zinssatz für 10 Jahre zu investieren, ohne zur Spekulation auf Wohnraum angewiesen zu sein. Viertens schaffen wir bei allen Betroffenen langfristige Schwalle an der Menschen so nicht nur einen Beitrag gegen den Klimawandel, mehr langfristig. Schlussendlich wissen wir, dass durch die Wechsel auf Elektroauto und den Business-Strom weiterklappen wird. Dafür proposiert also Green Relaunch-Plan einen Fonds umzusetzen. Die Solaranlagen und Privatgebäude auf 10 Jahre über sogenannte Power Purchase Agreements finanziert und durch die Proprietäre respektive Co-Proprietären überlässt. Während den 10 Jahren gibt sich der Fonds mal Cash bekümmern, mit eben noch die Resetten aus dem Stromverkauf kriegen. Kurz zu den Zahlen. Zu Lützeburg gehen es rund 150.000 Wohngebäude, denen hier dircher potenziell eligibel werden. Wenn man davon ausgeht, dass eine 10 Kilowatt Anlage installieren, der kostet so eine Anlage haut rund 1.500 Euro pro Kilowatt, also 15.000 Euro für eine Anlage. Leider haben die wenigsten Proprietären, wenn sie sich da bis darüber dem Kopf konnten legen, tun, für sich auch eine Solaranlage auf diesem Dach zu legen. Aber bei Co-Proprietäten ist es noch mehr kompliziert. Da muss Schifferin einverstanden sein und kapabel sein, zugänglich zu sein. Also planen wir seit 4 Jahren auf 10 Jahre 1 Milliarde zu mobilisieren. Den Investisseuren haben wir da bis zu 4% Rendement zu machen und haben da 60.000 Dächer oder ungefähr ein Drittel von allen Häusern bis 2030 mit Solarpanelen zu equipieren. Also Green Relaunch gibt da über 1 Terawattstunde Strom pro Jahr und erneuerbaren und lokal produziertem Strom liefern. Bis zu 800 Leute einen neuen Arbeitsplatz gehen und beweisen, dass ich noch Geld sparen kann, ohne müssen Immobilien zu spielen. Daneben spürt alle einzelne Solaranlagen von 10 Kilowatt pro Jahr über 2 Tonnen CO2 aus. Bei potenzieller einer Reduktion von 120.000 Tonnen pro Jahr bis 2030 geht gleichkommen. Dadurch, dass die Anlagen mit 10 Jahren den Besitz von den Hauseigentümern übergehen, könnte man auch langfristig etwas gegen Energiearmut machen und dadurch Freikapital weiter nutzen. Feststellbar wird, dass neben dem Pensionsfonds eine Bank, die auch Privatleute sich in der Finanzierung vom Green Relaunch bedienen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, das ist mir bewusst, dass das nicht ein Teil von der Lösung ist.
Klimakrise ist so graf, dass keine Lösung für sich allein alle Probleme lösen kann. Das ist aber wichtig, alle Puzzlestücke zu nutzen und so einen Beitrag zu leisten. Los uns nicht nur auf den Staat gucken und darauf warten, dass der Staat Transition finanziert. Los uns aber auch nicht verbrüht, auf den Privatsektor gucken. Los uns zusammen und pragmatisch Probleme angehen und lösen, die uns alle Guten zusammen betreffen. Die Klimakrise ist zu groß und zu wichtig für uns alle Guten. Und zwar nicht nur die zukünftigen Generationen, als dass wir sie dogmatisch angehen. Die Überleben von unserem Planeten ist kein religiös Glaubensfroh. Das ist ein Überlebensfroh, und dort dürfen wir nicht gegen den schaffen. Wir müssen alle Uti nutzen, die wir können, und zwar heute, weil nur ist es zu spät. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, die sieht nur noch viel. Wir wollen nicht nur kritisieren, wir wollen noch gestalten, Propose machen, Ideen diskutieren. Und für als Ideen umzusetzen, brauchen die Menschen da Stimmen, Sitz an der Gemeinderäte an dem Kraut machen. Dafür los uns alle Guten zusammen und engem Strang ziehen, für das uns Ideen eines Tages Realität können geben. Das soll nicht mehr. Merci für dass ihr alle gut gekommen seid. Ich kann nicht sagen, dass die 3 Themenbeauftragten alle 3 mit 100 Ja-Stimmen gewählt wurden. Und ich gebe dann als allerletzte Amtshandlung als Kongressbüro dem Starsky Flor und dem Rebecca Lau gehen für die Clôture von diesem Kongress. Sehr schön. Liebe Member, vielmals merci danke, dass mir ein ganz großes Ehre, dass dir mich diese wichtige Posten anvertraut hat. Und ich verspreche Ihnen, dass ich mein ganz Herzblut an das Aufgabe stehen werde. Piratenpartei, das sind wir alle Guten. Das ist der Dialog. Das ist ein politisches Engagement, bei dem es darum geht, selber zu denken und allmögliche Schwierigkeiten zu hinterfragen. Ich will als Sprecherin so viel von ihr wie möglich eine Stimme geben, an denen ich als Ideen nach außen kommunizieren. Das geht am besten, wenn ich so viel wie möglich von ihr als Input kriege. Ich will eine Sprecherin sein, die nur und die Memberin ist, die ihr hört und für ihr schwätzt. Ich will als Piraten-Mailadresse ahoi@piraten.lu kann jederin, den zum Beispiel eine Idee für das Wahlprogramm hat, an einem Arbeitsgruppe machen will oder vielleicht sogar eine neue Gruppe will und Leben rufen, sich immer gerne bei mir melden. Zusammen können wir gucken, was möglich ist und hoffentlich Flotprojekte umgehen. Traut ihr euch, Ideen zu teilen, egal was es geht. Piratische Politik lebt vom Austausch, von der Gemeinschaft und von der Partizipation. Nur gemeinsam können wir die wichtigsten Sujets umgehen. Ein wichtiges Thema, was mir zum Beispiel besonders Herzen liegt, als was durch Pandemie leider eine schreckliche Aktualität gewonnen hat, ist das von der mentalen Gesundheit. Mentale Gesundheit steht immer noch nicht auf einer Stufe mit der physischen Gesundheit. Und das, obwohl der Leidensdruck von den Betroffenen extrem hoch kann sein. Eine Depression ist nicht so einfach von außen zu erkennen. Er wäre gebrochenen Arm, kann leben, aber genauso, wenn nicht sogar noch viel mehr erschränken. Psychotherapien müssen endlich von der CNS remboursiert gehen und wir brauchen mehr Plätze für Personen, die stationär Hilfe brauchen, für und allem, wenn es um Suchtbekämpfung geht. Da das an unserem reichen Land immer noch Leute allein mit Drogen und Alkohol kämpfen, obwohl sie sich einen Therapieplatz wünschen, mir überall just auf der Werdelich festhängen als eine Katastrophe. Vielleicht können wir ja gemeinsam eine Arbeitsgruppe zu dem wichtigen Thema von der mentalen Gesundheit und Leben rufen. Ich invitiere auf alle Fälle jederin ganz herzlich, sich heu anzubringen und wenn ihn interessiert ist. Ein anderes Thema, dem mich besonders widmen will, ist das Sujet von der Integration. Ich stamme selber aus einer Familie mit Migrationshintergrund
Und ich weiß, wie das mit all das Rassismus konfrontiert zu sein. Ich will mich als Sprecherin stark machen gegen Rassismus und alle Formen von der Diskriminierung. Zusammen mit Starsky Flo will ich die Diversität von dieser Partei zum Ausdruck bringen. Sie wird Vielfalt von der Kulturen oder von der Geschlechter geht. Wir sind alle einzigartig und aber alle gleich. Wir sind alle gute verschieden und aber alle E-Partei. Wir sind alle Piraten. Merci. Merci Becky. So. Also. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, ich sage euch merci von ganzem Herzen, merci für das Vertrauen und die Unterstützung. Das ist mir ein großes Ehre, Sprecher von dieser fantastischen Partei zu sein, und ich freue mich, dass sie mir diese Aufgabe eine Weiterkehr zugetraut wird. Wir durchleben aktuell eine schwere Zeit, an der wichtig politische Entscheidungen die Leben von uns alle Leuten extrem beeinflussen, am Wochentag betroffen. Das ist nur rund 14 Monate, dass wir, wie auch der Rest von Europa, vom Coronavirus eiskalt erwischt dürfen. Es wird auf Windeseile ein Etat d'urgence deklariert und dann kommt ein Corona-Gesetz auf der Danat immer und immer bis heute. Die Welt ist seither ein anderer. Und ich bin mir bewusst, was das heißt, an so Zeiten einer politischen Partei umzugehören, und für sie zu schwätzen. Wir sind vielleicht nicht an der Regierung, aber das heißt nicht, dass wir keine Stimme hätten, das heißt nicht, dass unsere Meinung nicht so gehört wird. Es ist wichtig, die Pandemie kritisch und konstruktiv zu begleiten. Was diese Krise mehr lang dauert, was die Planlosigkeit von unserer Regierung immer mehr offensichtlich wird. Die Dreierkoalition anfangs nach dem Pandemiesplan navigiert, den sie am Terrain hat, so gehen wir aber immer mehr konfus, was es mehr lang gedauert wird. Es wird ein Gefühl, wie wenn die Regierung aktuell just nach als Ziel hat, den nächsten Schafkeier irgendwie zu kriegen, ohne aber klar zu wissen, wo sie hinführt. Wieso erklärt ihnen sich die Kohärenz für viele Maßnahmen, von denen nicht klar ist, was sie wirklich bringen. Es geht schlussendlich um unsere Grundrechte. Und das darf ich nicht vergessen. Der Couvre-feu, in dem sich Geister schäden, ist ein fantastisches Beispiel. Der Couvre-feu ist nur rund 6 Menschen quasi eine Selbstverständlichkeit, mit Leuten verstehen es dafür aber trotzdem nicht. Ich kann den ganzen Tag ganz legal 10 Mal 2 Leute treffen, aber nützt sie nicht eine gemeingefährliche Infektion zu kriegen. Wenn ich allein dabei in der Wesen Leute, die trotzdem den aktuellen Mesuren zu 10, 20 oder mehr feiern, machen das auch mal Couvre-feu. So rücksichtslos Verhalten kriegt ihr nicht durch ein arbiträr Ausgangssperre an den Griff. Ich denke, da sind die meisten Leute sich eins. Par contre, steigern manche unkohärente Mesuren just nach mehr Politikverdrossenheit an der Gesellschaft, und das ist ein großes Problem. Den Erfolg an den Zuspruch von den Corona-Leugnern ist nicht zuletzt auch ein Resultat vom Eschec von den Politikern aus den letzten Jahrzehnten. Und darum will ich etwas ändern. Ich will als Sprecher von dieser Partei ein Ansprechpartner sein für jeden von euch. Und ich will helfen, als politische Ideen und Ziele draußen zu erklären. Ich will für eine partizipative Demokratie stehen und nicht für eine Politik von Uwe Ruf, wie die Regierung so aktuell viel lebt. Wir brauchen eine Politik, die nur um die Bürger ist, eine Politik, die versteht. Dass man in einer Pandemiezeit nicht zu 50 Amerikaner eine Hochzeit feiern, schenkt der größten Majorität von der Population gerade so klar zu sehen, wie das Maske nicht schuld. Mickey versteht, dass in sich ab einer gewissen Auerzeit nicht mehr frei bewegen darf. Das Resultat von einer Politik, die die Menschen nicht verstehen und dafür nicht nur verzeihen können, ist, und das sehen wir auch immer mehr hier im Land, eine helle Wut von Leuten, die skeptisch sind. Die nicht d'accord sind, dass die Entscheidungen an Nationen direkt getroffen gehen. Wir dürfen das Leute nicht direkt als Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker aufstempeln. Es ist schlimm, wenn die Leute sanitäre Mesuren an ihrer Anhörung immer mehr egal sind. Und ich schon in keinster Weise verstehst du mich für die Leute, die die Existenz von dem Virus auf Ruhe stellen. Ich verstehe aber auch, was für Zürcher Menschen im Moment tun.
Ich verstehe, dass die aktuelle Regierungspolitik so intransparent und inkohärent ist, dass die Leute skeptisch machen. Aber natürlich muss ich aufpassen, mit viel mehr auf die Schussscheiße geht. Aktuell sammeln sich Leute aus den verschiedensten Ursachen mit dem aktuellen System über Kreisleute für sich gemeinsam abzuwägen. Das kann eine kleine Selbstständige sein, die durch Corona-Krise auf einmal Schwierigkeiten geworden ist, also sich vom Staat am Stach gelöst fühlt. Oder Leute, die ihr Leben lang für den Mindestlohn hart geschafft haben, also sich trotzdem nach einem schwer würdig Leben leisten können. Aber das können auch Menschen sein, die Darstellungen haben, dass der platt ist, aber wir nicht existieren. Da muss ich aufpassen. Mit der wir skeptisch sind, und es soll ihn alles kritisch hinterfragen. Mit kritisch hinterfragen heißt nicht blank alles zu leben. Alles zu leben, was so im Internet gelesen wird, just weil es eine gängige Meinung kritisiert. Weil der Tisch als wirklich kritisch zu hinterfragen und Piraten gewiesen an den Dossier über den Vertrag mit RTL, bei der Frauen über die Impfdrängler, aber bei der kritisch-konstruktiven Begleitung von der Pandemie. Als Sprecher will ich mein zweites Mandat dafür nutzen, das Art von politischem Engagement und das Art der Weise Sachen zu hinterfragen, noch mehr visibel nach draußen zu machen. Für die Menschen nach draußen zu weisen, dass es eine politische Kraft gibt, die ihr Sorgen und Kritiken einstellt, ohne zu einem verschwörungstheoretischen, grandischen Mob zu gehören. Ich verstehe, dass die Menschen flammen, also recht. Wir kämpfen schließlich nicht nur mit einer Krise. Wir haben Covid-Krise, Klimakrise, Logementskrise. Aber keiner hat die Regierung wirklich etwas entgegenzusetzen. Die Logementskrise setzt Leute zu. Immer mehr Leute können sich etwas leisten, und die Seelen gehen die 50% mehr vom Einkommens für die Wohnung am Mund drauf. Dabei kommen diverse andere Kosten und Verschuldungen. Und da sind wir da ganz sehr an der Aufwärtsspirale dran. Der soziale Druck hier im Land ist extrem groß. Und ja, auch das dreht zu einer Politikverdruss bei, weil die Leute Gefühl haben, Politik gibt es am Start lösen. Aber das ist nicht Politik aus sich, die sie am Start löst, sondern just die Parteien, die bis jetzt untermischt werden. Wir Piraten hören Leute, und wir haben ein Parteiprogramm, die Leben von ganz vielen von besseren können verändern, zum Besseren können verändern, die als Demokratie mehr solidarisch, partizipativ und transparent machen. Das gilt zu kommunizieren, und dabei will ich weiterhelfen. Wir brauchen eine starke Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie. Ich erinnere just daran, dass der Premier für ein paar Monate schon damit gedroht hat, einen neuen Etat d'urgence auszurufen, falls das Parlament einer von der regierungsproposierten Adaptation vom Corona-Gesetz nicht zustimmen. Aber dann ist eines Premiers unwürdig, so behält ihn sich nicht, schon gar nicht als Staatsminister. Der Premier hat dem Land und den Leuten mit einer klaren Ableckung als eine persönliche Vorstellung von einer Demokratie. Ich soll just 31 zu 60. Mit 31 sitzt die Majorität, behält die Regierung sich, wie wenn sie eine 2/3 Majorität, was soll ich sagen, eine 3/3 Majorität hat. Das nennt ihn eine Arroganz de pouvoir. Alles wird blockiert, boykottiert. Ich nenne da just Enquete-Kommissionen zum Thema Militärsatellit oder die Clusteren an den Alters- und Pflegehemen. Es ist geschmacklos, wie sich Deputierten von der Majorität für die Regierungsmembern von der Majorität gehalten. Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Demokratie. Und dafür sind wir da, als starke Oppositionspartei, die sich in den letzten 2,5 Jahren umgemäht wird, die sich weisen lässt. Piraten sind eine Partei von der politischen Mitte, von der Freiheit und von der Gerechtigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, für aufzuschließen will ich so, wie dankbar ich bin, halt man dich alle Guten digital oder in Präsenz können heute sehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Leute haben an dieser Pandemie hier die Leben gelost und können in so gemeinsamen Stunden, wie sie vergönnt sind, nicht mehr erleben. Wir haben die große Chance, heute können zusammen zu sehen, als zufrieden und Plan zu machen. Für dieses Privileg sollte man dankbar sein. Ehe wir diesen Kongress ausklingen lassen, würde ich dafür bitten, eine Minute anzuhalten, an den 801 Personen zu gedenken, die dem Covid bis zum Opfer gefallen sind.
Merci. A wünschen euch einen schönen Tag, bleibt gesund und kommt gut hier.